Livestream starten drücken. Okay, perfekt. Herzlich willkommen zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Die zwei Drohnen haut Reise mal Richtung Kakariko. Mal gucken, wie weit wir nachkommen. Mir okay, genau Ziel haut, wie gesagt, ist Kakariko Ohresen an je nachdem, wie schnell das geht, können wir da ein bisschen drüber rausspielen. Kann natürlich auch sein, dass die Stadt ein bisschen zieht an, dass Kakariko recht ganz spät haut im Moment könnt. Wie lang der Stream lief, das weiß ich nicht. Kennt 2 Stunden sein, kennt 4 Stunden sein, das hängt davon auf, wie meine Motivation ist, respektive, ja, was wir alles machen. Boah, ich sprang mal an das Spiel ran. Aber während dem Spiel können wir ja dann schon jetzt ein bisschen quatschen. Wen nicht verpasst wird, wir haben den letzten Kehr das Plateau gemäht, also so ein bisschen Tutorial mit diesen 4 Gadgeten, die als so über Drehs begleiten, plus paar Sammlungen gesammelt, also divers Items. Ich scanne noch Amiibo in der Renke, just für zu gucken, ob wir vielleicht etwas Interessantes rauskriegen. Warte, ich muss es gucken, irgendwie entwickelt mein Controller gerade ein Egel-Leben, hallo? Ja, das ist auch nicht gut. Jetzt so optisch zu bewegen. Ja, ich muss mal Pro kontrollieren, wann er setzt. Ich mag gerade gut nicht. Ich mag gut nicht. Das kann nicht sein. Das kann ja nicht sein. Ah. Das ist natürlich mies. Boah. Ich kann die Lohn nicht ändern. Ich hoffe, dass es euch nicht zu viel wert steuern. Ob er Race. Nee. Das ist schon relativ blöd. Ich weiß mal gar nicht, dass ich am Schild auch so nur Hanne kann gehen. Weil ich selbst klärt vom Pro-Controller aus. Auch gut. So. Wir holen nur pur Amiiboen. Scannen die. Mal gucken, was wir so rauskriegen. Oh, das schämt mich zwar ein bisschen krass. Also, das mit dem Pro-Controller nervt mich zwar und da sind ich ein bisschen entsagt. Weil, ja gut, ich finde ich schon oft benutzt, aber come on. Ein bisschen etwas mussten die aber auszahlen. So, dann Zelda für Wind Waker. Ich habe noch Disco-Denker kurz am Ahn, ob Nummer sicher zu gehen. Ob der Bot frisch funktioniert, den hört nämlich irgendwie schon ziemlich früh eine Meldung rausgehen, dass wir live wären, obwohl das gar nicht so geplant war. Keine Ahnung, wie was denn das gemacht wird. Da werde ich aber mal für die nächste Kehr einen neue Pro-Controller zulegen. Mal gucken, ob wir da ein flott Design fanden. Ich meine, kriegen einen mit roten Griffer, ne? Für Super Mario Odyssey, oder? Ja, guck, das geht einfach nicht. Ich kann nicht wissen, ich bleibe halt gerne stehen an der Pro-Controller mengt, wir müssten weiterlaufen. Das steuert doch schon ein bisschen, also das kann ja nicht sein. So, das scannen wir den nächsten an. Du holen meist den Link. Auch die Kameraführung ist nicht gerade die beste. Ah, der Link. Ah, den bringt Depona. Okay, das wusste ich noch nicht. Gut, Depona braucht man nur direkt nicht. Das ist aber leicht gar nicht gemeint. Okay. Boah, dann wahrscheinlich schlo, weil wir auch Riese können. Nun gut. So, schön, so ist kurz. Mein Donnie für YouTube einer. Die sieht man zwar mit der Framerate, dass das nicht stimmt, aber ganz ehrlich,
Ich gesehen, okay, Problem. Was es da Probleme gehen, dann muss ich da mal schon Bescheid suchen. Technik funktioniert halt auf jeden Fall anscheinend nicht so gut. So, macht Fischei. Sammeln mal alles an. Den einen oder anderen Fisch, den wir noch nicht hatten. Und da sind wir beim Zelda. Fällt gerade ob das normal Zelda und Schnitt im Pult leihen. Den Wolfsling schaut nicht bei mich, wie das von mal ein bisschen durch Land reisen. Den denken wir auch ein bisschen auf Schlappe kacken. Weil der ein bisschen alles greift. Ah, okay. Also Zelda Amiibo und ein Tunling Amiibo sind die nämlich. Okay. Wann dem sowas, dass ich nicht alte Amiibo und die Scheibe allein nun. Und dann haben wir auch alles. Dann denke ich, was so der Moment, der Platte zu verlosen, Ruf die neue Welt. Da habe ich ja schon lecker gesagt, da kann ich schon sich direkt ein Pferd graben. Aber ich sehe keinen von der Übung. Ja, guck, wie die Link einfach noch an ist. Ah Gott, wie mich das nervt, Mann. Also, das ist gerade ein bisschen. Du kriegst ein bisschen Flamm. 4 Stunden das auszuhalten, das gibt mich dann aber nur ein bisschen nerven. Naja. Könnt Lunde Denneren. Ich gerade als Schreiner. Kann ich das schon ein bisschen auf der Keks kommen. So, also nächste Gegner außerhalb vom Plateau. Und mir verkacke schon direkt, weil die Steuerung nicht mit drauf bin. Da wissen wir Schwert, weil mit einer Schwerte sind wir auch viel mehr mobil. Ich will am Anfang ausweichen, mehr. Link will nicht. So, tot. So, Pfeil aus auf der Seite. Das ist der Scanner. Und das ist geil. Ja, keine Ahnung. Irgendwie hat nicht alles gepasst. Ja, am Anfang könnte man Epona Lohai rufen, ne? Das ist leider da oben im Plateau. Da gehen wir halt mal zu Fuß weiter. Wo wir müssen durch die Zwillingsbirger do Richtung Kakariko. Und um Weg gehen natürlich diverse Sachen zu entdecken. Wo wir auch hingehen. Auch Crocs und so. Mit der Hund ja schon gesagt, wenn wir einem Krog über den Weg laufen, da geht der Matt. Wir rennen noch nicht alle Eck von der Welt durch sich noch Crocs. Ich meine, dort der Seil wäre ein. Dafür geht doch später eine Maske, die wir undurch können. Aber der bis Hund, dann ist aber der Crocs sich auch schon viel mehr einfach. Wir sind noch, es geht gerade dunkel. Das ist auch nicht die beste Auerzeit für zu reisen. Sind aber relativ viel gefahren, da haben wir nicht so viel Waffe bei uns. Müssen natürlich regelmäßig auch als Inventar bis vergrößern. Wo packen wir das bis ganz oben hin? Ich mal den gekonnte Sprung. Nee. Okay, dann vergiss mal das. Und genau das habe ich gemerkt, dann tauchen dauernd die Skeletten da ab. Ich renne aber da oben auf den Turm.
Du warst auch noch nie, mänglisch. Gucke, was wir da fanden. Ah ja, an sämtliche Themen, die wir um W auch fanden, die aktivieren wir auch, dass wir die Karte ganz schnell freischalten. So, du, wir sind natürlich auch Gegner. Ich weiß nicht, wie viel. Oder Asendo? Nö, das ist kein du. Tipptopp, da kommen wir ja. Schnelle klingt Lara Feuermann. An bis dem Mäuer schlafen. Holzbündel. Da. Oh, wir haben Nummer 1. Die muss man unbedingt sammeln. Warum wir dann du von Nummer 1? Da ist das nicht so gut. Das darf eigentlich nicht sein. Wir brauchen da ob man's 30, bis das mal zu Hateno sind. In einer Dorf. Doch, du an der Gate von Kakariko leid. Also unbedingt im Weh immer ein bisschen Beam fällen. Und da passt das. Wahrscheinlich Besuch von Schleimmonstern. So, hier sind Hyrule Stallruinen. Auch diverse Items fallen. Da kann man die Truhbirschen. Und davon mal Bernstein. Ob die Einzel am Dingensmissionen lo mit den spezielle Kleider schon existieren, weiß ich nicht. Ich meine, wenn der Buch liest, geht es selbst gewur. Hier sei festgehalten, wo die 8 Schätze. Geht das einfach da automatisch drauf. Hier sei festgestellt, wo ich die 8 Schätze aus Hyrule versteckt habe. Ramda. Die uralte Maske ist da, wo sich die Soldaten sammelten. Man kann von dort das Wasser des Komolo-Sees sehen. Das geht alles registriert. Wie geht das mal kein Karton? Also ein bisschen schwierig. Der hat zu vorne, weil so gut finde ich Karten auch nicht am Weh. Ich habe mir das ganz durchgelesen, oder? Ja, und da kommen die Ex-Missionen. Das sind halt alles DLC-Missionen. Die man jetzt natürlich auch all. Auf der letzten Seite steht X. Was könnte das bedeuten? Zurückblättern. Weiterblättern. Ja, okay. Da sind wir da fertig. Feengewann haben wir dann auch freigeschaltet. Okay. Krone der Schatten. Ja, also da gehen diverse Sachen zu sammeln. Die ganzen Texte, wo sich die Sache befanden, haben wir dann auch am Inventar. Da braucht man jetzt dann kein Surgeons mehr. Ich gehe auch demnächst an den normalen Chat. Ich sehe gerade an einem Call mit. Ich gebe kaum, dass er ihn joint. Das ist, falls auch dir Lust tut, ein bisschen mal zu quatschen. Diese Tätsch angelöten, und vom Discord-Channel zu joinen. Und von da aus. Könnt ihr dann. Oh, ich ein bisschen matt. Plappern. So, roter Rubin. Ah, ich gesehen nicht.
Essen wir mal noch einen Apfel schnell. Oh, das war gut aufgewehrt. An hier ist nix so direkt. Wen geht du stängert mich? Das schon mal ist frei. Mehr Dauer. Boah, fallen wir ein Problem. Brauchen sowieso. Sie wird für Lagerfeuer abzuschlagen. Oder halt später die Mission, von der ich erst die ganze Zeit erzählen. Und das ist Axt schon für die. Okay. Die Beeren ist bis mit solider fest. Da keine Krog da sind. Ist immer so? Nee. Gut, wenn wir die nächste Axt fahren, dann meinst du auch Material matt. Lesen wir mal das Schild rein. Zwillingsberge hat Teno an den Hyliasee. Wir wollen bei Zwillingsberge, aber wir wollen bei Kakariko gehen. Ei. Ich sind nämlich so ganz an der Übung, keine Ahnung. Die Dinger sind eigentlich nicht so schwer zu besiegen. Dafür wundert es mich, dass wir gerade ein bisschen so strugglen. So, tot. Immer halt ein bisschen gucken, vielleicht haben wir ja den einen oder anderen Schatz. Brauchst besser Waffen? Ja, mal ein Toshigo. Ma ja, wir sind noch ganz am Anfang. Oh Mann. Das dauert noch, bis das die Gutwaffe kommen. Herzlich willkommen am Stream. Oh, da könnt ihr einen echten Schrein. Ich meine, das ist der Schrein, den ich am meisten gemacht habe. Weil ich Spiel ab und zu schon ein bisschen gestartet habe. Aber nie mehr weit gespielt habe wie Saina. Der Washiryok Ryako Schrein. Da guck mal, was für eine Prüfung hast du erwartet. So. Ja, das ist die mit dem Paraglider stimmt. Ich hoffe, dass ich... Nee, das war nur kein Problem vom Controller, oder?
Es sind echte Schrein außerhalb vom Plateau aus Datei. Hm. Ah ja, stimmt. Das ist schon ein ziemlich cooles Rätsel. Ich meine, das lese ich nie, ob die Art weiß, wie ich das machen, aber ich gesehen aber auch schon nie rausfand, ob es da eine andere Methode gibt. Meine Methode ist auf jeden Fall von hier da hinfliegen. Mega weird, aber es klappt. Dass du die noch immer so ist gegangen. Ich habe keine Ahnung, ob es da halt eng ja richtig Lesung gibt. Ich meine, das ist aber die einsteht gut. So. Warte, was können wir dann Eis abzischen? Wie gesagt, Feuer braucht man, da kann man es upgraden. Entweder als Ausdauerhagen oder Herzer. Ah, mega schön, ne? Natur für Breath of the Wild. Die Schrein, heute sind Truhe dabei. Echt. Gepackt. Und Nebenaufgaben gehen nachher mal freigeschaltet. Okay. Sind jetzt da so viel? Ich habe schon einige ungute Vorzeichen gesehen. Oh ja. Nee, von den letzten Menschen, die nachher rundherum laufen. Ah, hin erzählt es alles über Tieren, ne? Ja. Na, den Wäscher natürlich. Du kennst doch die alten Geschichten über Hyrule, oder? Das Ding dort drüben, das aussieht wie ein umgedrehter Krug. Einmal hat mich einer entdeckt, der sich noch bewegen konnte und schon steckte ich bis zum Hals in der Klemme. Das dort? Yes, mir hat ja schon also ganz guten Lauf gemacht. Ey, muss mich raufsprangen. Wir kriegen das schon hin. Ah, und die Dinger, die nerven uns auch nicht ganz LP durch. Das, ich finde diese Ziele so gut ob ein. Das ist Wahnsinn. Die können einen richtig auf die Nerven gehen. Oh ne, ich will keine Ausdauer mehr. Oh, der Mount Satori liegt. Auch eine ganz interessante Birsch. Guck der Stadun, Mann, das ist doch gesteuert. Wie gesteuert die Ziele können. Nun muss man schon wieder ein bisschen nomsen. Gute Fisch, also. Die Grille macht demnächst. Oh, hier ist ein Truhe am Boden.
Mal den Boomerang. Okay, ich wusste nicht, dass ich so früh Boomerang kann kriegen. Aber wirklich, dass der Thread gleich down ist. Und man den Boomerang macht. Die funktionieren auch ganz anders im Spiel, wie sie so immer funktioniert tun. Oh, Peter, Mann. Geht man nicht auf Nerven. Die sind so gesteuert, Mann. Die können so gut zielen. Das ist so ätzend. Gerade am Anfang, wo ich nicht viel Leben höre, da keine Fähigkeiten. Das hat mega. Kann man da wahrscheinlich erst tot Champignon. Gelen halb Herz. Die können Mais. So, da Hanneken den interessanten Turm. Den will man nämlich erobern. Und dann ein Kart von diesem Gebiet freischalten. Oh, guck, du hast eine echt Krockaufgabe. Die tauchen natürlich an der Natur auf divers Weisen ab. Kleines Wandrad, was du hast, als ein davon. Und da kriegen wir dann so Ballungen aufzuschießen. Meist dann da hinstellen. So, da müssen irgendwo Ballungen abtauchen. Auf einen Schluck kein Gesinn. Ja, das ist auch immer ein bisschen baguette. Kinder pur, du spawnen die dummen Ballungen einfach nicht. Aber von dem ich probiere, eine Enke anzugreifen. So, okay. Du stirbst du. Verdammt. Da kann man einen Baum rausschießen. Den bin ich auch noch nie abgemacht. Was ist dann da dran? Geld. Ja, Geld braucht man auch. Kann man auch gerne sammeln. So, ich verstehe nicht, wie weit dort die Ballon nicht abgetaucht ist. Normalerweise. Ah, doch, was? Dürfen, oder? Ja. Das sind zwar schon ziemlich krasser. Man nach bessere Bow, in die vielleicht mich weit chased. Die zu treffen, das ist ziemlich mies. Nee, der Bow chased nicht weit genug. Das bringt gar nicht. Wir brauchen da, es gibt bei, die chasen halt da einfach viel mehr Ried, ab viel mehr weit. Was wir machen, ist, wir markieren das. Da kommen wir irgendwann ein zurück. Und da wissen wir ja Bescheid, dass hier so etwas wo. Krog kann ich nämlich mal ein Blatt markieren auf der Karte. Und da kann man das zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. Der andere Seite vom Fluss gehen doch noch paar Krogs, die für mich einfach sind zu kriegen. Da muss ich einfach eine Blumen nur laufen. Die kann man jetzt ja nur auch sicher gehen. Ich würde ganz gerne mal bei den Turm kommen. Kann man jetzt immer hin teleportieren. Und ich denke, das ist ein Cooking eine schlechte Sache.
Ja, Dresen, die zählen sich natürlich ein bisschen. Die sind natürlich auch mit meiner Action, das ist klar. Natürlich, falls Gesprächsstoff du hast, dann einfach Bescheid so einfach in den Chat schreiben, respektiv Discord joinen. Schnippermacher. Das Schwert, das sind Zweihänder, das kann man schlecht benutzen. Da kann man nämlich kein Schwert benutzen. Kein Schild, pardon. Auch eine komische Weh, Richtung Turm zu kommen, habe ich auch noch nie so gemacht. Boah. Ich kann mir ja ein bisschen Schönes sein. Da will mich ihn entdecken. Das ist relativ starker. Ja, wir sind entdeckt gehen. Oh, wieso was? Ich will einfach hier Fleisch matt. Oh, allen drei geschlummern. Denger Bockling-Keule. So, die ist down. Fress mit dir. So. Nix Bockling-Keule geholt. Ah, den hast du der Bierschrauf gefallen. Okay, auch gut. Die Pfeiler sammeln wir auch an. Da kann man da gerne holen. Du kannst auch unendlich Pfeiler farmen. Nee, das ist nicht neidisch. So, da gehen wir mal hier rob. Und da kriegt es Shane. Enger Schniss. Ah, gut nicht. Ei, 5 Pfeilerleihe los. Ja, das ist gut. So, wie geht das gleich dunkel geht, schläft mal da schön bis heute Morgen. Dann holen wir slow den Tür. Oh, okay. Lässt du das Schwert sehen? Ach, den hat drin auch schön da. Den hast bis auf die andere Küste geflohen. Den du Pfeilerleihe los. Ah, ne. Bockblin-Herz, okay. Ja, anscheinend entschied sich die Lingo haben zu nicht zu rennen. Das stimmt, dass von der Kontrolle nicht richtig funktioniert. Oh Mann. Boah, den Kontrolle doch los in 3 Jahren, ne? Ich hatte von Anfang an. Oder hatte ich die von Anfang an? Ich weiß es mal nicht. Doch, ich meine schon. Der kommt relativ frei raus. Das ist Platoon-Controller. Ich weiß nicht, ob den für Launch rauskommt, aber relativ nur dort drunter am Englisch. So, natürlich immer ein Postman. Da geht doch mit der Ausdauer durch. Da gibt natürlich auch Themen, die sind für mich schwer zu erklammen. Die Hunde fallen auf sich, Gegner bei sich. Den Heiten ist natürlich noch relativ einfach gehalten. Aber die soll manchmal natürlich auch ein bisschen anfängerfreundlich sein, dass
dass sie sich so ein bisschen kann drauf vorbereiten, was noch so kann kommen. So, sind wir schon bald da, oder? Dann ist schon bald ein Schluss vom Turm, ja. Mal tipptopp. Perfekt. Mal da können wir heillos scannen. Aber da schaut man das auf der Karte frei. So, du hast Gebiet. Was sich zusammen mit dem Great Plateau verbindet. Und hauptsächlich die Zwillingsspitzen du bereitstellt. Dann mir gefällt mir gerade ab. Kann ich noch am Fond rundherum reisen. Muss ich nicht unbedingt durch die Zwillingsberge gehen. Wir gehen zwar durch, weil du noch viel zu entdecken gibt mehr. Das witzig. Oh, wir können das Schrein suchen, Alter. Das ist so etwas ultra wichtiges und mega interessantes. Damit kann man so vieles fannen, weil die nicht auf den nächsten Schritt gesagt. Ja, wenn das Symbol so geht, dann wissen wir, dass es Schrein an der Gegend ist. Und das stellt natürlich immer mehr hart, was man als Minute bewegen. Ich weiß noch nicht, wie Schrein das Gerät sich anguckt. Nee, wahrscheinlich irgendwas da oben ist. Das geht zwar heftig zu klammen. Ich weiß nicht, ob wir das hier kriegen. Witzig, dass es wirklich von Maluki von hier rundherum laufen. Also hat Tenor erreichen. Ich freue mich, wenn wir dann alles entdecken. Ich denke, wir machen das einfach mal. Gucken, ob wir da auf Maul kriegen. Oder ziemlich 200 die Kuh ersetzen. Mal gucken. Ja, du klammern natürlich von Steck zu Steck. Und das Schloss Hyrule kompletter Bedrohung ist. Ah ne, als Kollege sind natürlich heim dabei. Und du hast aber auch zu frei abgestanden. Okay, ne, ich gesagt, dann trifft mich aber. Mein Gott, Mann. Die hätten so könnten aus der Welt rauslassen. Du hättest nicht dagegen, was die Welt da bis wie tot wäre. Guck da an, das ist ein Schrein. So, bis bei dir gehen. Dann gehen wir von da aus Richtung Hateno. Was ist, kann man so weit schwammen. Schwammen vielleicht nicht mehr. Wir können ja das da machen. Und Eis jetzt da lassen. Hoffentlich ist das die dumm. Octoroks nicht abtauchen.
guck, wie die Link nicht sprangen will, weil mein Controller nicht geht. Ah, nee. Also da machen wir Haut zwar nicht so allzu lange, weil das ist eine Stufe, dass ich irgendwann nächste Woche mal einen neuen Controller zulege, weil das geht ja nicht. Auch bei Animal Crossing und schon divers Probleme hat immer da. Guck, er kann ja nur nicht einfach nur laufen. Kann ja nicht vorsehen. Bisschen enttäuscht, dass den aber nur 3 Jahre, also schön hat er auch viel mit dem gespielt, ne? Mario Kart besonders und so. Aber trotzdem, come on. Nur 3 Jahre. Und hab man mit Gamecube-Controller vergleicht, den ich ultra krass benutzt. Auch auf 2 Generationen von Konsolen zu gehen, ja. Auf der Wii und auf der Gamecube natürlich. Und Smash auf der Mat gespielt. Brawl und Melee. Und ich spiele Haut nach immer perfekt mit dem Super Mario Sunshine. Also komm on, zähl mal nicht. So, also schreien sie Dingen, den schlägt nur aus. Der Tisch, wir kommen immer Minuten ohne Schreien. Das ist immer zwar mit Ginhalten zu schreien, die sie gut verstoppt. So an einer Spalte, ob ihr einen Gipfel und so. Ah, ich meine, ich weiß gut, was für ein das du hast. Den ist ziemlich schwierig von draußen zu erreichen. Ich weiß mal nicht, ob ihn. Der darf ihn manchmal Blumen nicht brechen oder so etwas war das. Ich selbst dummes. Was ist das, du Hannen? Oh, das ist ein Krog. Der geht mal sicher. Was wolltest du spawnen? Sind das Fisch gespawnt oder wollten du Monster spawnen? So, den. Guck mal da mal. Da guck mal, geht Strom lo. Richtung Blumeninsel, meine Geschichte rein. Sie kommen. Das geht aber relativ gut. Schauen wir sie mal um Ufer. Hier können wir allerdings, da muss man aufpassen. Da kommen wir nicht so einfach ran. Da ist man eigentlich wo eine Frau, die aufpasst, dass man Blumen nicht für die Männer. Das kann ein bisschen nerven. Ja, und das ist halt Aufgabe für die Schreien. Wir können halt durchgehen, dürfen Blumen aber nicht brechen. Für die Schreien. Freizuschalten, Lost vor. Wie war schon mit der Weh durch? Ja, Gegner brauche ich nun natürlich nicht. Der Speer kann man auch nicht sicher gehen, die Quitsch, was du hast. Obwohl, die kann ich mal vielleicht mal Magnet gönnen. Ich probiere das einfach mal. Ja, guck, mega cool, ne? Ah, das ist mal kein Speer, das ist einfach ein Mistgabel. Die da wäre relativ stark aus. So, hier geht doch noch ein ganz interessantes Item. Mit da kann ich für die Schrein freischalten. Das ist nämlich ein Maxi-Rübe. Und das ist ein ganz fies gemäht. Mehr muss ich gut durchkommen. Perfekt. Und ich gesehen, ich kann den Stream nicht so an alle Stunden lang viel bereden.
ehe ich streame, weil dann ja der Bot sich auch nicht mehr meldet. Das schrecke dich einfach. YouTube hat lo eng mega geil Streaming-Plattform erreicht, wie vieles man kann man gut schaffen kann. Aber dann kann ich aber nicht alles machen. Das ist ein bisschen schwer. So, den Schrein aus am Anfang ziemlich easy. Du hältst ihn einfach der tollste un. Für River. Und du kaufst mir schon irgendwie ein Truhe. Ich weiß nicht mehr genau, wie das wo mit der Truhe. Der sind aber Wasser, kann das sein? Ja. So. Oh Gott. Oh Peter. Hat das auch ein weißen Truhe rauszukriegen. Ja, das Wasser ist gut gefährlich oder so. Braucht ja gut keine Angst zu haben. Geht auch ein Truhe. Bombefässer. Ja, doch, da geht auch ein Truhe. Die ist aber nicht magnetisch, oder? Nee. Hier ist es Holz. Aber wir kriegen Eispfeiler. Okay, cool. So, los schmeiß mein Bomben da rüber. Und die mischt den ganzen Dreck schon fort. So, an ich meine, du mal, dass der Schrein zu 100% gelaced. Tipptopp. Das geht als das nächste Zeichen der Bewährung. Und da reisen wir weiter. Durch Hyrule. Ja, Loma hat natürlich auch die Quest gepackt. Du hast vor. Kriegen wir von der Madame etwas oder. War das einfach Schrein-Quest? Das steht geschafft. Dann. Was hat Gebet? Ich gehe trotzdem lecker safe zurück. Vielleicht kriegen wir ein schönes geschenkt. Ich glaube zwar nicht. Mit Visionie. So, ein bisschen aufpassen. So, und du hast ein große Maxi-Riebe. Wann in die Karte, damit kann ich dick geiles Stuff machen. Die können als nämlich auch imaginär Herzer produzieren. Und das ist schon relativ cool. So. Opa zurück. Voilà. So, da gucken wir mal. Kriegen wir eine Belohnung? Sieh du, jetzt hat der Schrein eine... Nö. Also in dem Barbekrug. Och nicht. So viele Sachen zu entdecken. Und so viele Enttäuschungen da noch, René. Ja, ich will kein...
Ja, wir können über das Land laufen und Richtung Hateno kommen. Probieren wir das mal einfach. Guck mal, das Zwillingsberge ein an, wenn wir auch besser klottern können, weil ich weiß, dass ich da relativ heiß klottern muss und das relativ nerven kann, wenn ich da nicht genug Ausdauer hat. In zu Plätze, wo ich dann wahrscheinlich gar nicht klottern kann. Und ja, das vielleicht dann besser, dass wir da besser gewappnet sind, dass alles auch ein bisschen mit praktisch geht. So, rennen wir nur hier kreuz quer über das Land. Immer ein bisschen Sache beobachten. Zu Spitze sind immer interessant, weil du immer ganz gerne Crocs sitzen. Ja, auch diverse andere Geheimnisse. Guck da wenn den Schrein. Für den zu erreichen, du musst mal richtig klottern. Also, das ist schon ein Abenteuer, bist du ganz oben hin. Mir wenn ich bis da oben, also das ist halt auch mega cool. So, und der Baum sieht was. Ach, gar nicht. Die Enttäuschung. Oh, da ist Alcala, die gefälligste Region. Ganz Hyrule. Du hast viel geschieht. Das ist ein historisch Kriegsplatz, wo viel Leute ihr Leben verloren haben. Von da aus meine ich zu gut Katastrophe losgegangen. Mit der man haut 100 Jahre mich später an Hyrule zu kämpfen haben. So, wir müssen Ludo. Ah ja, stimmt. Wir sind am Hörnerland von Hateno. Beim Sumpf. Der cool, der wirst du dir kurz. Ist du ein Pferd? Das ist der Riesen da. Ne, zu Riesen da. Können noch Dave Banditen im Englisch. Okay, ich kann mal also Sache Kaffee für Ziersen. Ich denke, das brauchen wir aber nur nicht. Das ist nicht zufrieden dafür. Die Kabel halt, den hängt doch überall rüber. Ja, die geben ein paar Tipps. Ich kenne auch relativ viel an dem Spiel über Textform gesucht. Doch natürlich mehr cool aus. Aber erst schon ich keinen Bock. Stirbt, wann er schläft. Oh, Ping. Okay, das Mario Kart. Ausnahmsweise gucken ich bei Delo nicht an. Wie geht das im Streamen sind. Bilbo, eine gute Leistung von unserem Team. Divisions 2. gehen an der MKU. Es war, denke ich, kein von den Veteranen sich erdenken konnte mit einem ganz neuen Team. Viele Leute, die noch gar kein Competitive Mario Kart gespielt haben, bislang. Und trotzdem ihre Spaß von tun. Und Resultate berichten. So, du hast ein Wächter. Können wir mit dem kämpfen? Menge der Packe mal. Also das ist nicht so schwer. So viel Angst schon nicht mehr von der Wächter. Aber das Ausrüstung ist aber relativ beschränkt. Die haben aber 1000 Leben. Sollen wir probieren, komm. Falls es nicht durchgeht, dann springen wir einfach Clip hier rauf. Moin, Ben. So war? So.
Da das nicht reflektiert gehen. Ganz gefährlich. Ach, schon sind wir tot. Ja, den High Ground ist da natürlich entscheidend. Ich weiß aber nicht, ich meine, wie sie gerade verbrannt. Das ist natürlich auch aufpassen. Gras, das, wo der Link brennt, da brennt auch Gras an Matter, so wie gesagt. Kann ich noch viel mit der Physik Engine machen, besonders DLC profitieren extrem viel von dem Schema, also weil den alles mit der Physik von dem Spiel kann machen. Wo sind wir da gelandet? Kurz orientieren. Beim See, dass ich müssen durch die Bier schrauben. Da auf der Cliff, wo wir. Ich verstehe deinen Satz nicht. Der Schild, das durch für Footy gegangen als echt. Also wenn ihn nicht pariert, dann möchte Laserstrahlschild eiskalt Footy. Das stimmt. Durch Feuer. Ja, mit das ist ein metallenes Schild, den hast du nicht verbrannt. Also, ja. Ich meine, wir sind einfach verbrannt. Oder schon zu spät pariert, dann ich gucke einfach die Laserstrahl und fress. Hallo, kriege ich ganz anders Gegner. Hallo, sind wir spontan einfach bei Atheno. Okay, oder Kakariko. Das ist Kakariko, ne? Ja. Ja, Stung am Feuer, eben. Ich schmeiß sie verbrannt. Ja, all dürfen doch sein eigenes Schrein. Der witzig, wir kommen einfach von Hanne ran. Ja, für war nicht. Also wieso, die Zwillingsfehler, sie sind zwar interessant, aber die können wir zu einem anderen Zeitpunkt holen, wenn wir besser klottern können. Im Moment kommen wir nicht wirklich weit, du läuft man halt einfach durch. Da machen wir dann alles wenn wir die nötige Ausrüstung holen. Und hier hängen noch Pfeiler an der Dingen, die sind noch ganz cool zu kriegen. Na, anscheinend kommen wir da nicht drauf. Die gerne Mais. So. Ja, wir sind nach Kakariko gekommen. Wichtige Platz, hier kriegen wir natürlich mega cool Items. Und ja, salut Ben. Willkommen am Stream. Ich weiß nicht, hast du da den ersten Part schon nur geguckt oder springst du halt spontan nur ran? Der erste Part war mega cool, also der Plateau ist relativ smooth von sich gegangen. Und haut Streamer halt Kakariko an ein bisschen wie weit. Mal gucken. Ja, natürlich muss man Breath of the Wild ein bisschen mehr krass streamen, so eine Schlummhol, weil das ist natürlich auch ein großes Spiel, ne? Also, merkt nicht, dass das an einem Moment geht. Da könnte ein bisschen etwas so bei Zoo. Ich nur geguckt, hallo, knappst du heim kommen. Okay. Was du halt schaffen? Hast du keinen Brick gemacht? Ich gehe mal davon aus, ne? Alles klar. Mal dann wünsche ich dir schönen Abend am Stream. Hier geht es ein Kampf, ne? Das ist. Ne, das ist eine Mutprobe. Kraftprobe, so nennen die Schrein eigentlich. Und dann zwischen Kurzschwert. Ja, da tun wir mal. Ja, schmeißt die dummen Schank noch fort. Du kannst halt nicht erlauben.
Freizuholen, oder? Ah, okay, ja, das ist die allererste Kraftprobe. Dadurch ist das natürlich alles ein bisschen los. Wie gesagt, später ist das einfach Kraftprobe. Und dann hast du dann ein paar Schritte angedealt. Ja, das sind immer so Mini-Wäschterinnen, die. Ich will auch nicht so, die haben nicht Strupp. Also, die sind schon relativ gefährlich. Ah, mit der tun das mehr im Training. Schmengen. Sie will von uns, dass wir fortsprangen. Wie gut, dass mein Controller nicht geht. So. Und da können wir mit seiner Bullet Time Shape Proper die Wäsche besiegen. Ja, also hier kriegen wir so ein bisschen grundlegend Kenntnisse vom Kampf gesucht. Du fährst den noch weiß, also das ist eigentlich den einzigen am ganzen Land, den die Weißfarbe wird. Was wäre denn so perfekter Block? Ah, das war parieren, okay. Genau das wollte ich am Anfang für tun machen. Geht die Wäsche mit den High Ground hat hier, dann da konnte man nicht viel machen. Was könnt lo? Aufgeladener Angriff, drehe dich und greife großflächig und Kraft dann loslassen. Ja, und dann hast du schon da. Die Waffe voll matt, die sieht ganz stark und mega cool. Shit, dass das Zusching Kurzschwert geschwind down aus. Das ist einfach auch relativ stark. Aber das ist nach einem True. Den ich für nicht gesehen. Die holen wir auch matt. Ja, die Wächterschwerter sind auch mehr cool. Kann ja auch mir sie noch spursam damit umgehen, weil wie soll ich so der kommen da auch nicht so viel. Man ist schon ist kein Platz. Der kommen da auch nicht so viel für, also die gehen auch relativ schnell fort, die an der sind, weil richtig gut gehen Wächterin. Also halt der stehe immer schön brav für die Wächterin ab. Später kann ich den natürlich anscheinend craften, aber ja, das dauert wirklich lang, bis er sind mal mit den Waffen etwas anständig aufhängen kann. Und da gibt kleinere kleine Preis. Ein Opal. Okay. Tipptopp. So, wir sollen zum Impa. Gut mal vom Kinnick gesucht. Das machen wir dann noch. Hat kein nice. Viel mehr darüber erzählen, was genau 400 Jahre geschieht das hier in Hyrule. Wir gehen vielleicht einen Kopf Zwillingsbierger, wenn man mit dem Impact schwarz tun. Dann haben wir nämlich auch eine bessere Ausrüstung. Das kann ich ja schon mal verraten. Kriegen du Gewand. Das war den auch schon auf der Cover gesehen wird. Du hast auch noch Schreien, die kann ich natürlich auch markieren. Von hier aus. Da vergisst man die auch nicht. Dann in der Soren. Also wie gesagt, Land ist voll mit 120 von denen Schreiner. Plus ein paar extra Schreiner. Die man natürlich alle durchsammeln. Und ja, das ist ein Platz. Ich kann schon mal nicht so, ob ich auf der Platz schon denke. Wo? Dach ich hab so mal die Stengenheime. Er war auch nicht spezielles, oder?
Zurück an Dorf. Und dann, ja, das ist mal Timper. Hi, gehen doch. Hä? Wer bist du? Das hier ist Impas Anwesen. Hm? Das ist doch der Schickerstein. Bist du etwa? Bitte verzeiht unsere Unhöflichkeit. Impa hat uns informiert. Bitte tretet ein. Okay, ich wusste gar nicht mehr, dass die so aggressiv waren. Boom. Heike das normalerweise Krog, weil das sie so Gebirgsstängen. Aber wenn du dem Gott auch ein Apfel ranlädt, das baut normalerweise Krog. Jo, der sind auch am ganzen Land verstreut. Auch die werden wir noch viel voneinander. Das wisst das, da kann man einfach alles forthören. So, von der Apple. Das wäre aber Neues. Okay, Schlufe bringt da nicht. Das ist ein Gebirgsstatue, da können wir als Bewährungszeichen lesen. Hund aber Nummer 3, also mich hat auch keinen Sinn. Da gebe ich mal Mengen. Gehen wir mal direkt mal mit dem Impa-Schwätz an, du nur gucken mal, ist Kakariko bis nun. Da gibt natürlich auch diverse Crocs. Ein Mann! Der Schickerstein. Seid ihr etwa der von dem Großmutter immer spricht? Ich habe es vergessen, ehrlich. Ich bin etwas nervös. Ich heiße ja. Puh, endlich ist es draußen. Man sollte meinen, dass ich in der Lage wäre, meinen eigenen Namen zu sagen. Tut mir leid. Schon seit ich klein war, hat mir meine Großmutter von euch erzählt. Bitte geht hinein, meine Großmutter, sie wartet schon auf euch. Oh, verdammt. Bist du scheu. So, ich meine, heute kann ich irgendwo an den Tod sprangen, für einen Krog zu kriegen. Aber guck mal, ist ja nun. Du bist also endlich erwacht, Link. Es ist lange her, sehr lang. Ein paar Jährchen mehr habe ich wohl auf dem Buckel. Ich hoffe, du erkennst mich noch. Was ist? Du siehst mich ja an, als hättest du mich noch nie zuvor gesehen. Ich bin es, Impa. Erinnerst du dich nicht mal mehr an meinen Namen? Das heißt wohl, du hast tatsächlich dein Gedächtnis verloren. Nun, vielleicht ist es in gewisser Weise besser so. Link, tritt näher. Vor 100 Jahren, vor 100 Jahren, als das Königreich Hyrule unterging, stand es an der Schwelle zum Tod. Zeldas letzte Hoffnung war, dich in einen heiligen Schlaf versetzen zu lassen. Sie selbst machte sich auf. Ganz allein stellte sie sich Ganon entgegen. Prinzessin Zelda hinterließ nur eine Nachricht für dich. Seitdem warte ich geduldig hier auf den Tag, an dem ich ihre Nachricht endlich an dich weitergeben kann. Jedoch, wenn ich die letzten Worte der Prinzessin an dich weitergeben soll, dann muss dir eines klar sein. Du musst bereit sein, dafür zu sterben. Diese Verantwortung kann ich schlecht jemanden aufbühren, der sein Gedächtnis verloren hat. Wenn du entschlossen bist, die Worte der Prinzessin zu hören, komm noch einmal zu mir. Ja, da sind wir ja am Anfang, ne? Die Kuchel ist so interessant.
Der fand wir da auch demnächst nach an den Schrein. Haben wir Hündershop gesehen. Hatten da auch schon am Grab. Aber besonders die Haien, da sind Leute, die Haie leben ganz pingelig. Die dürfen wir auf keinen Fall abpacken. So, was steht dann Hai? Das scheint Payas Tagebuch zu sein. So, wenn das wirklich leer sind, kommen wir mal. Vor 100 Jahren wollten die Großmutter Zelda und Tante Pura eine Vorsorge für die kommende Zeit treffen. Also schickten sie einen jungen Ritter in einen langen Schlaf. So hat die Großmutter es mir erzählt. Der Name dieses Ritters war Link. Bis zum heutigen Tage wartet die Großmutter auf die Rückkehr dieses Mannes. Auch ich bete dafür, dass er das recht bald zu uns zurückkomme. Für Hyrule. Und für die Großmutter. Ah ja, ganz interessant. Ja, wir sehen Lodo, ne? Dieses Juwel bewahrt unser Stamm seit Generationen. Nicht einmal du darfst es einfach so berühren. Das ist so ein interessantes Bild. Wenn ich mich nicht irren, dass das Bild in dem Fall interessant. Ich meine, dass die Platz, die ihn so gesehen hat an dem echten Footage von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Aber das ist so ein. Du gehst Richtung Hateno, ne? Das ist weh, den irgendwie Richtung Hateno fährt. In einer Stadt, du lebst doch die Tante Pura. Werden wir auch nach kennenlernen. Oh, das ist noch ein Buch. Was ist das denn da? Sorgenbuch. Okay. Was ist dir wichtiger, die Hühner oder ich? Mit diesen Worten stürmte meine Frau aus dem Haus. Was hätte ich darauf antworten sollen? Der Meisterschütze. Hä? Maler ist in unser Dorf gekommen. Ich kann mich nicht daran erinnern, ihn schon einmal gesehen zu haben. Er sucht die Quelle einer großen Fee. Ob er damit wohl die Schutzgöttin unseres Dorfes meint? Ah, die gehen auch ultra daher, Mann. Die Feen, die werden wir auch noch entdecken. Er darf nicht erfahren, dass sie hinter dem Schrein auf dem Anhöhe wohnt. Ah, du kriegst einen Tipp also davon. Okay, ich weiß nicht, wie genau das schwätzt, aber Tag für Tag stehe ich vor unserem Laden und spreche Leute an. Eigentlich keine schlechte Arbeit. Am Abend tun mir die Füße weh, aber das Licht der Glühwürmchen ermutigt mich, am nächsten Tag weiterzumachen. In letzter Zeit jedoch ist es gefährlich und alle sagen mir, ich soll nachts nicht mehr nach draußen gehen. Dabei brauche ich doch einen Ausgleich für die langen Arbeitstage. Die Kundenfängerin. Seit Generationen wird das Juwel in unserer Familie bewahrt. Ich poliere es jeden Tag. Okay, das ist wohl Pura, oder? Er spielte eine, Paya, nicht Pura. Er spielte eine wichtige Rolle und wartet geduldig darauf, dass sich sein Schicksal erfüllt. Das spüre ich. Papaya, ja. Und in den letzten Tagen beschleicht mich das Gefühl, dass es nicht mehr lange dauern wird. Ja, okay. Das sind aber keine Sidequests, ne? Nee. Komische Sachen. Und ich noch nie gelesen. Wenn du nicht fest entschlossen bist, bist du bereit, für sie zu sterben? Yes. Sieh an, sieh an. Du magst dein Gedächtnis verloren haben, aber du bist immer noch derselbe. Wenn es darum geht, das Richtige zu tun, ist auf dich stets Verlass. Gut.
Da du dein Gedächtnis verloren hast, sollte ich dir wohl alles von Anfang an erzählen. Ja, du kriegst mir natürlich die Geschichte erzählt. Das Königreich von Hyrule wurde seit uralten Zeiten immer wieder von einer unheilbringenden Verheerung namens Ganon heimgesucht. Doch stets erschienen auch ein Jüngling mit der Seele des Helden und eine Prinzessin mit dem Blut der Göttin. Jedes Mal, wenn unsere Welt bedroht wurde, gelang es diesen beiden mit vereinten Kräften, das Böse zu besiegen. Aus jedem dieser Kämpfe gegen Ganon ging eine neue Legende hervor. Doch dann, vor 10.000 Jahren, wollte man diesen ewigen Kreislauf der Geschichte nicht länger hinnehmen. Hyrule hatte sich zu einer Hochkultur entwickelt, in der die Angst vor Monstern und Magie endlich der Vergangenheit anzugehören schien. Und so beschloss man, dem Helden und der Prinzessin jener Zeit mit Hilfe technologischer Wunderwerke zu helfen. Das Ziel dieses Plans war, die Verheerung Ganon für alle Zeiten zu versiegeln. So entstanden 4 gigantische Titanen, die von einem Piloten gesteuert werden sollten. Zudem wurde ein ganzes Heer von automatischen Kampfmaschinen erschaffen, die Wächter genannt wurden. Als Piloten der Titanen wurden aus den Völkern Hyrules 4 herausragende Krieger ausgewählt. Nachdem all diese Vorbereitungen abgeschlossen waren, fühlte man sich Ganon gegenüber gewappnet. Als nun die Verheerung tatsächlich wiederkehrte und Hyrule angriff, erhob sich ein mächtiges Heer an der Seite des Helden und der Prinzessin gegen Ganon. Eine schier unermessliche Zahl von Wächtern rückte vor und stellte sich schützend vor den Helden. Die gottgleichen Titanen entfesselten ihre Energien und zwangen das Böse in die Knie. So gelang es dem Helden, Ganon mit dem heiligen Bandschwert niederzustrecken. Und die Prinzessin besiegelte sein Schicksal mit der Kraft ihres königlichen Blutes. Hm. 100 Jahre ist es nun her. Um uns auf die prophezeite Wiederkehr Ganons vorzubereiten, folgten wir dem Vorbild der 10.000 Jahre alten Legende. Doch das Ereignis war nicht so, wie wir es uns erhofft haben. Wir hatten seine Macht unterschätzt. Um diesen Fehler nicht zu wiederholen, hinterließ die Prinzessin dir die folgenden Worte. Befreie die 4 Titanen. Ja, Schmannheim und einfach alles klar. Mengen. Ich kann euch das ja erklären demnächst, was das genau ist. Mir habe ja schon drüber gespart. Jo. Aber Giloch Richtung Hateno. Ich denke, das machen wir auch Haut, weil das passt gut an unseren Zeitplan ran. Und dem hat die Weise es geschafft. Mal tipptopp mehr, kein schon nicht normalerweise. Hä? Was ist? Was
Der lange schlaft dich. Ah, okay. Dauert ein bisschen, bis er sich wegen Champion-Uniform krähen, anscheinend. Okay. Boah, da gehen wir an Hateno als Schickerstein reparieren. Respektiv updaten. Und du kannst ja auch richtig geil Sachen rauskriegen. Wir haben doch ein cool Quest, die haben mir immer ganz viel Spaß gemacht. Ich will immer ein Foto von diversen Sachen holen. Vorassist, kann ich Foto machen? Und ich ein Fotoapparat? Nee, und ich auch noch nicht, ne? Kann man auch noch nicht machen. Ich kann nicht groß Ferien gucken gehen, aber ich weiß nicht, ob euch das viel bringt, im Moment. Heißt die Frau, Mann. Die ist immer Kundin und treibt. Okay. Boah, hier kann man Kleider kaufen. Sind auch interessant Kleider. Besonders das tut das ganz interessant. Weil das als Uniform schon dramatisch steigern wird. Ja, auch den Ninja-Anzug ist mehr cool, mehr ultra teuer. Da muss man unbedingt näher zurückkommen. Aber den Dutten, den gönnen ich mal nur einfach. Wie das mal zu Huhn an, dat ein extra Schutz auch bei diesem Kappas. Im Moment ist das natürlich übrig. So, perfekt. Dann helle sie Nintendo Switch T-Shirt durch, demnächst ein bisschen etwas aus. Tipptopp. Ja, das auch von dem Farbprotektor geschwart gehen, den ist auch hier irgendwo. Ich weiß nicht mehr genau, wo den sich befindet. Krämerladen. Ich habe gedacht, die wäre hier irgendwie. Anscheinend ist ein hier innen irgendwo. So kann man als Sache natürlich empfehlen. Nicht alles, mir das meist. Und das ist auch ziemlich cool. Da kriegen wir Lebensmittel zu kaufen am Hai. Kriegen wir was? Wahrscheinlich Ausrüstung, na ja, Pfeiler. Oh, was den sogar ein Sidequest? Was? Ein Kunde, welch seltener Anblick. Hier gibt es kaum noch junge Leute mit, die sich fürs Bogenschießen interessieren. Freut mich, einen jungen Mann zu sehen, der sich fürs Bogenschießen interessiert. Sieh dich um, such dir in Ruhe etwas aus. Gern. An war das Losing Quest? Du musst einfach nur die Laterne bei der Statue der Göttin anzünden. Sie steht an der Quelle vor Impas Anwesen. Dabei, ja, das machen wir. Hä? Der brennende Pfeil. Hä? Und ich, also ich meine, ich die Sidequest noch nie gemacht. Und ich kann mich damit dran erinnern. Wo sind dann die Laternen? Ah, du. Sind da ja Pol, ne? Puck. Oh, Link fällt auch nicht dauernd das Wasser mal. Ich weiß zwar Warmhaut und du brauchst eine Erfrischung, aber trotzdem, come on. Oh lol, wie cool, hier geht an den Hotel, sich ein Kummer holen. Mir kein Geld dafür, das gibt mir doch mal an, weil du kriegst auch ein Herzgeschenk von meinem Luxuskummer holen. Hey du, ich hab dir zugesehen. Du hast richtig was drauf.
Da habe ich nach langer Zeit mal wieder Herzklopfen gekriegt. Hm. Mein Mann ist auch ein meisterlicher Bogenschütze, aber im Moment gehen wir uns aus gewissen Gründen eher aus dem Weg. Ich hätte nicht gedacht, dass ich diese Gefühle noch einmal spüren würde. Oh. Ui, ist das plötzlich scheiße hier. Oder mir tripsen einfach, wenn wir nass sind. Ich bin dir dankbar, dass ich das mit ansehen durfte. Ja, für dich. Ah, Hm. nice, Geld. Hätte er doch nicht auf die Hühner umgesandt. Okay. Bob. Eng interessant Sidequest. Alles ziemlich Steuerpfeiler. Braucht man auch nur nicht. Danke, Amiibo Hummer bis Snappes andrehend. Mal guck mal, ob ein Zimmer bis kascht. Vielleicht können wir es ein Herz gönnen. Aber wie gesagt, von der Leute gesieht, wo hier Sprechblose so rote Punkt tun, am Ausschwätzen, das ist immer eine Art Sidequest. So, die und ihr Bett da direkt an der Rezeption. Normales Bett, Luxusbett ist fertig. Ja, okay, dann lassen wir das Sinn. Wir können noch dabei im Feuer schlafen. So, die Leute schwätzen noch ein bisschen von der großen Fedo. Die gehen wir auch noch besichern. Die Kasten natürlich auch, besonders die Fee, werden nach ultra teuer Kasten. Da braucht man dick viel Rubine. Wir werden mal wie weit an diesem Abenteuer weiterkommen. Weil dann mal ein großes Problem gibt. Butter? Soll man jetzt Butter zu gönnen? Ich denke schon. Hi. Butter kann ich nicht mehr gebrauchen. Ah. Oh. Ah. Oh. Okay. Boah. Soll man jetzt Butter gönnen? Wir brauchen doch einen Kaffee zu kochen. Das ist nicht schlecht dabei zu wohnen. Oh, guck wie dick die Karotte sind, Mann. Dick geil. Aber ich denke, in dem Moment braucht man wirklich alle Sachen. Wir haben ja genug am Inventar für zu kochen. Ich werde mir auch demnächst als Döner sitzen und ein bisschen kochen. Mit dem Moment braucht man nicht. Außer wir fahren Durian. Durian ist natürlich immer mega geil. So, an irgendwo da oben da ist Krocke. Ich weiß nicht mehr wo genau. Oder wie genau das gegangen ist. Da war Teil drin. Ne, du geht es nicht mehr nennen. Ausdauerling. Schade, aber sehr besondere Erinnerung. Da sind von irgendwo mit drauf sprangen. Irgendwo war ein Krog. Boah, da klot immer. Ah, da ja sit. Kann ich die von der Krähe? Ne, ich meine nicht. Da muss man für mich Heischruf sprangen. So mal ein bisschen kloteren. Vom Schrein aus sind wir schon an einer anständiger Hecht. Da muss man ja sowieso hin für bei der Fee. Aber machen wir das so. Wir gehen Richtung Schrein. Da gehen wir bei der Fee. Ich meine, du brauchst man auch nach dick viel suchen. Und dann machen wir jetzt so auf der Weg Richtung Hateno. Weil gerade für Hateno bräuchte ich eine Axt für ein bisschen Holz zu hacken. Ich gebe ganz gerne an Hateno, aber mit 30 Holzbündel kommen. Für direkt ein ziemlich nervig Quest zu machen. So, und hier am Büsch soll ich für die legendäre Fee sehen. Da hätten sie vielleicht am Hintergrund schon gesehen. Was genau hier ist, weiß ich zwar auch nicht.
Oh lol. Das sieht doch nur aus, wie wenn Hai den Imper sein Diamanto kennt ran. Also, die Schrein habe ich zwar auch noch nie gemacht. So, und das Ding, und zwar, da du gesehen, das ist ziemlich interessant. Ich kann den Mensch treffen und da kriege ich von dem extrem viel Rubine. Ja, gesehen er. Lebt aber auch extrem schnell fort. Sollen am Anfang auch nicht durchgreifen. Aber boah. Guckt, was den droppt, man. Der geil, geil. Ma dat mam Imper singem Diamant. Will dat gesinn. Es soll dat man, ma wann het geht, dann man ich et, weil ehrlich gesagt, dass dat tun etwas, was ich nicht kann tun. Ich weiß nicht, ob ich das schon darf man, kann man. Ich markiere nicht, ob ich falls mal. Ja, ja, also wie gesagt, ich weiß schon, was das tun ist. Für die das Spiel nicht kennen, da kann ich natürlich den Diamant raussetzen und dann spawnt ich wohl schreien. Aber ich bin gespannt, wie das geht. Ben, spielst du nebenbei Matt? Siehst als froh, weil ich weiß nur nicht, wie weit du warst. Mir definitiv mehr weit wie ich. Und du hast mich vor halt ganz einfach, ja, kriegst du den Diamant abgerabt oder nicht? Weil Fee sind auch cool, die sammeln wir auch an. Wir sind aber viel zu hart. Da muss ich aufpassen. Die sind cool, wenn wir sterben. Wir leben die als einfach zurück. Sind zwar noch gespannt, wie das mit dem Diamanto soll funktionieren. So, ein hat braucht Geld. Ich mengen 100 Rubine am Anfang. Ich habe mengen 4 Götter aber gemacht. Ich spiele nicht mit so viel Bordel. Okay. Ja, kein Stress. Ja, die 4 Titanen hast du aber gemäht. Okay, also ich gucke mal, ob ich die Schrein hinkriege oder nicht. Wie gesagt, mir ist das Ding noch nie abgefallen. Ich war noch nie dahin gelaufen. Das ist auch so etwas, was ich um meinem früheren Let's Play ein bisschen bemängeln. Keine Ahnung. Viel an der Welt gesehen, aber auch nie etwas fand. Du viel, keine Ahnung. Geht ich, wann ein reloaded. Von einer besseren Qualität. So, da haben wir die Cordura. Eng von den 4 große Feen, die am ganzen Land verstreut sind. Und die sind dafür da, für hier Kleider abzuwerten. Ich weiß nicht, ob man das Material hoch, was wir brauchen. Verstärken bitte. Ah ja, guck doch. Als Box an Mutz kennt man schon verstärken. Was braucht Mutz? Ach, Turner, okay, da können wir beides verstärken. Ja. Das ist dann relativ interessant, weil du geht als Verteidigung natürlich an Blut. Ja, und dann demnächst braucht man andere Materialien für die weiter zu verstärken. Nicht alles kann verstärkt gehen, aber verschiedenes kann auch so weit verstärkt gehen, dass du eine Fähigkeit kriegt. Auch mega cool. So. Ich denke, das für beides. Oh, Discord ist gerade gehabt, oder war das so geschieht? Discord ist so komisch geleakt bei mir. Ich denke, das alles, was wir ein bisschen machen können. Oh, war da ein Fee? Nee. Mit der 2 am Inventar, dass ich, wenn wir sterben,
Können wir zweimal wiederbelebt gehen. So, da rennen ich nur mal zurück bei den Diamanto. Das ist aber relativ interessant. Da sind ja nur mal gespannt, ob du Apps machbar ist. Er dreht natürlich auch, das ist natürlich auch ein bisschen doof. Weil durch den Rehen und verrostete Halber. Kann man natürlich auch nicht kloteren, der Tisch. Also Plan für die Krokto zu krähen, als ja, so mal und Wasser gefallen. Außer ich könnte nur cheaten. Der Duckel doch. Okay. Tipptopp. Dann haben wir den Krog auch schon mal. Du hast es von weh zum Devil, komm mal hier raus. Ohne zu trinken. Ja, durch den Regen kann man natürlich schlecht klotern. Müsst ihr bedenken. Ah, das ist aber Abgang. Okay, tipptopp. Mal da guck mal, ich sag mal, ob wir irgendwie in den Diamanto kommen. Ist das vielleicht ein Quest von Papaya? Wie geht es euch? Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Dieses Juwel. Dieses Juwel hat eure Neugier geweckt. Es ist die Aufgabe unseres Stammes, es zu beschützen. Dem vom Juwel Auserwählten wird der Segen der Alten gewährt. Diesen Leitsatz gibt bei uns jede Mutter an ihre Tochter weiter, zusammen mit dem Juwel selbst. Es ist sozusagen unser Familienschutz. Wenn ich euch irgendwie... ich meine, die Aufgabe, die lässt sich im Moment noch nicht, oder? Guck, wie leider schrecken, wenn ich Schwert benutze. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie kann kreieren. Probier mal Metall zu koppen. Ja, ich habe probiert, das funktioniert nicht. Okay, also ich gehe mal davon aus, dass ich das recht machen kann, wenn ich Champion-Turnier holen. Was relativ schwer das. Mit dick witzig, Mann. Ich finde das nie gesehen. Ich finde das einfach nie gesehen. Das ist so etwas, was ich bei meinem zweiten Durchspielen sozusagen entdecken. Und ich weiß auch, von den 4 oder 3 Schreiner, die mir noch fehlen, dass die hier sitzen. Interessant.
Boah, ich denke, ich investiere demnächst keine Zeit daran. Wir machen es Richtung Hateno. Und gucken dann, das Juwel demnächst einfach zu kriegen. Außer das fällt nach Rängen am Chat etwas an. Da muss irgendwo etwas am Wasser sein. Okay, da wart. Ich gehe mal gucken. Ich gehe einfach nicht auf die Platz, wenn wir Hunde sehen und nicht so genau angeguckt. Vielleicht weiß auch etwas hier. Sie sind verschwunden. Soll ich sie suchen? 10 Hühner soll man sich schon. Ah Gott. Ja, wenn eine Träne gibt, hätte ich auch kein Problem damit. Ah, ist hier schon ein. Da kommen wir einfach matt. Kann ich das irgendwie werfen? Ja. Ja, easy gelandet. Das ist bald wie Speedrun high. Alles frame perfect. Wundert mich, dass man gut kein Schrein-Quest oder so upploppt. Du hast einfach den Dingens da am See. Schon mal Status-Modul. Hä? Kann ich wirklich Champignon? Lol, da tun ich zwar auch noch nicht gewusst. Ah, mir die Flitter war nicht. Okay. Das wusste ich zwar auch nicht, dass im Status-Modul die Dinger du kann auch freezen. Mir das ist gut, ne? So gesagt, den halt, wenn es war so ein bisschen am Umfeld das. Mir ich gesehen, kein sein Kurel. Also, mega, wenn du hast zwar die Kurel, die beim Impado sitzt. Die interessant. Aber guck, die Champignon. Die kann ich nicht freezen. Ich hab gerne mal Tränen. Aber wir kriegen natürlich Besuch. Ah, vielleicht ändert das Ding, nee. Die kann ich ja alle nicht fortbewegen, nee. Reach Rooms Wood. Nee, ja, ist wirklich nicht. Ich denke. Ach, keine Ahnung. Ich denke, dass sobald mal. Komisch, sobald mal das Block Kleidungsstück holen. Dass man dann Zugriff auf die Kuchel holen. Oder wir können irgendwann Zugriff, wenn wir genug Quests hier an Kakariko gemäht tun. Boah, sieh mal mal die Hänger. Die gesehen, wir kommen quasi nicht aus Kakariko raus. Me, ja. Das ist halt so. Ach, wie weit die Hänger sprangen? Nee. Komm in den Brick. Ja, ich komme zu ich wie Glenn auch. Auch gut. 10 Stück sind nicht, ne? Hier doch ein Quest für uns. Ah ne, sie sind Hänger.
Ups. Mein Hund kann ihn anscheinend nicht laufen. Schere nicht, wo den Hund. An dieser Richtung. Leuchtkäferin. Ja, für so Sidequests kann es eine anständige Belohnung gehen oder halt nicht mehr ein Schrott. Aber boah, wir machen nicht mal, wie wir es mal kriegen. Ich denke, du warst nicht Besonderes, also. Ich werde nur nicht von Fredern auf die Plattform gesprangen. Wenn wir all die Hänger davon tun. Ganz am Anfang an der Untermengen sitzt auch nein. Die Karotte kann man aber leider nicht blicken. Hat hier eine nehmen am Kreis. Ah, du hast noch einen Hund. Ich hab mal lieber Sinn. Es ist doch noch rent. Ja, den Kakariko ist schon ziemlich cool, ne? Das ist genauso gemütlich wie früher an Ocarina of Time. Fand nicht sogar ein bisschen mehr. Aber denkt, du spielen halt 10.000 Jahre Differenz mit. Also du hast sich Hyrule schon ziemlich entwickelt. So, sind das alle gut? Alle die 10 Hänger? Kannst du dich von nur lesen? Insgesamt besitzt er 10 Hühner. Da wo sind wir da lo? 6, 7. Dann haben wir da ja noch irgendwo. Ist da denn da etwas? Du liest dich etwas. Was liest denn du? Reiseschwert, okay. Ist das ein besonderer Platz oder? Ist ein Move-Faktorin? Es gibt jemand, der mehr darüber weiß. Es gibt. Okay, ja. Das wissen wir auch. Vielleicht hast du hier du den irgendwann eine Map ist darüber erzählt. Über den Juwel. Oh, Jäger. Okay, das ist auch ein Name, der geht noch relativ interessant. Wichtig nicht mehr interessant. Toilette Bow. Wo sind denn noch Hänger?
Ah, guck, da sind. Ah, guck, da. Oh Gott. Okay, okay, okay. Wir haben da war gepackt. Die stehen da hinter dem Haus, die ich wieder nicht Bad gezählt. Oh Mann. Hast du Mann daheim? Nee, das ist nicht daheim. Nee. Die studiert wirklich halt Hänger komplett, hä? Was denn dann? Da sind Pullen aber nicht so interessant, oder wie? Das ist halt auch etwas mehr Cooles. Die haben halt auch so ein Dach, den auflebt. Was mehr cool ist. Leute man für unterschiedliche Sachen und unterschiedliche Zeiten. Wen ist die Prico? Aber wo ist mein Hühner-Kollege? Ah, das ist. Nee, das ist eine Frau. Nee, nee, das ist. Wo hast denn da Lohi gelaufen? Du hast den Mola. Da ist auch gut. Dann ist den Hünger gefangen und dann hast du ihn nicht da. Ah, du hast ihn, ne? Ah, ne, die Schwätze von der Jäger, okay. Ja, das ist so ein Base-Art von der Chica, also ein Gegenpartei. Ob die werden wir auch noch stoßen? Nee. Die Nerven nicht mehr am Anfang. Die sind nicht gefährlich. Kein Base-Ettisch. Me. Mein Kollege steht als Wäschgelaufen. Wie ist denn der Kado hier stehen? Ah, guck, es gibt sogar markiert auf der Karte. Das steht, wo du hatten. Ah, hier ist der Wachmann, du. Also, wirklich. Lol. Und dafür gibt es Geld, ja. Für Geld machen wir das GeoGR. So, hier können wir schlecht mal, wenn wir kein Futterbraten holen. Dann denke ich, machen wir als Lo Richtung Hateno, wo wir die Leute halt genug geholfen. Hateno geht gerade nicht mehr auf der Karte markiert, da wird. Also, warte mal. Hateno will anscheinend auch gar nicht auf der Karte markiert gehen. Mit dem Pattern. Also, Hateno also ich wo hi. Ja, okay, auch gut. Dann riesen wir. Sollte ich dann hoffen, mal, dass es schildlich überhaupt taucht, wo wir da Richtung Hateno kommen. Ich weiß ungefähr, wo wir das. Mit Kasin, dass wir es dann auch verlaufen und am Kreis laufen. Das wäre ein bisschen. Nicht so cool. Aber wenn Spiel nicht markieren will, dann gehen wir mal Richtung die Schreiner, ne?
Die wir da auch nach hun. Was zum Teufel hun schwappt he noch? Fast hat noch markiert. Das herrliche. Ah, schön Natur für Breath of the Wild so gern. So sie Pferd, die kennt man fängen und mit denen weiter reiten. Mit dem Moment noch nicht. Im Moment kommen wir zu Fuß noch ganz gut weiter. Kommen noch nervig Perz-Missionen, das kann ich ja schon sagen. So, an Hai. Gehe dann in ein Neidgebiet, wo man nur kein Kart von haben. Das ist natürlich nicht so schlau. Mei, was will ich machen? Muss ich ja Gebiet auch so entdecken. War das mit dem Baum? Was ist das Spezielles? Ja, da innen scheint etwas Spezielles zu sehen. Ah! Da gibt es eine weitere Krog. Dann hol da mal nach in Ablandhand. So. Tipptopp. Ja, so fahren wir halt random Crocs ab und zu. Hi an du. Weiter geht es. Die Bärmei, was sieht den? Kekrok? Nee. Okay, da gehen wir mal einfach auf dieser Seite weiter. Ah, das ist Wasser. Oh, ich denke, das steht für Filz. Okay, da kloten wir ab. Dann gehen wir von oben. Hier schon die zwei Schreiner, die bleiben mal da markiert. Und oh, oppasse, guck da oben. Steht der Wäsch da. Mal gucken, ob den nach lebt. Wäre allerdings nicht so cool. Oh, Schreien in der Nähe. Okay, an die Richtung. Das sind die, die wir markiert tun. Das will die Luhai. Lass mich auch raus. Lebst du? Nee. Okay, von denen lebt, das ist ja mal schon tot. Mit die haben immer antik Schrauben dabei. Die sind noch mal wichtig. Der kann man da nicht genug holen. Und ihr seht, was die hier einfach alles freck gemacht haben. Stimmt wahrscheinlich ein schönes Haus. Ist alles niedergebrannt. Ah Gott, man, Hyrule ist so am Arsch an dem Deal. Das ist Wahnsinn. So, du fährst schon direkt klängen. Da fliegen wir mal schön da hin, ne? Oh Gott, du hast aber auch schon einen dickgefällerischen Gegner. Ignoriere mal den mal einfach. So, das kann ich noch als Schrein packen, also brauche ich kein spezielles Items. Es kann wohl sein, dass sie sich soft lockt. Ich gehe mal davon aus, dass man das hinkriegen, die Schreine zu machen, ohne größere Schwierigkeiten. Ah, guck, das sind Juwelen, die hören mal matt Ben. Also läuft man ja ganz ricker Kakariko. Was war das? Du hast die Schossel, du. Ja, ja. Okay, das ist am Anfang mega coole Schrein. Da fischen wir dann die Kurlen hier raus. Okay, das kann ich das nicht.
So. Da schmeißen wir die Hannen heran. Und dann geht ihr schwenkt die ab. Und da braucht man auch die nächste Kugel. Die haben wir dann noch matt. So. Ah, du sie noch nach Kohle gewischt, okay. Ah, was war das schon mal? Hallo, geht recht ab. Und dann, ich gehe mal davon aus, dann statt Wurfeln dann. Ja, okay. Ah, ja, okay, ist ja logisch. Wir müssen einen Kugel da drauf stellen. Ja, okay. Und dann hast du das Problem auch schon ist gelöst. Ja, so nicht. Uff. Das war Pinch. Ach, Link. Bisschen mehr Feingefühl. Jo, das ist perfekt. Ja, wo ein Schossel da hergestellt. Ah. Nicht da, wo sie soll. Mit Wasser auf, okay. Minkfrost ist, wo sind halt Truhen? Kommen der danach? Hast du ein bisschen Sinn? Nee. Kein Tor an dem Schrein? Das kann nicht sein. Heißt das, es gibt noch Schreine, wo die Zeichen der Bewährung können dann Hannen Druck geht noch weiter. Du könnt doch nach Schreien, wie gesagt, den Spitz Haut noch nicht gepackt, für die Trudo zu krähen. Mega nervig, kann ich ja Schluss schon sagen. Ja, noch von mir aus aber. Ah, vielleicht ist Slow. Am anderen Raum Wasser auch fort. Ah ja, dann geht es dann in den Tunnel. Da kriegen wir dann noch Truhe. Matt. Oh, ein Sora Großschwert. Oh, geil. Der tolle Matt. Sora hat so geilen Design an dem Deal. Schmeiß das fort. Das sieht man noch so oft an dem Spiel. Und das braucht man wirklich nicht. Nice. Sora Ausrüstung ist natürlich mega cool. Ja, ob die warten auch nicht mehr lang. Die kommen noch demnächst drin. Wie gesagt, das Spiel wird absolut kein Pfad. Also wir können natürlich auch schon bei Sora rennen und hier Story machen und so. Wir machen alles so proper wie das Spiel von uns will. Wieso das am Anfang nehmen die Reso Pateno an, ab dann hast du sowieso alles freie Wellen. Aber Titanen haben noch so eine Reihe voll. Ich meine, meine Reihe voll, denke ich, die ich auch Demos schon gemäht tun an meinem Let's Play. Weil das ein relativ gute Weh war. Und Fähigkeiten sowieso bei es durchkommen ganz interessant sind, obwohl es kann sein, dass ich vielleicht wüsste ganz am Schluss noch. Muss man mal gucken. So, Zeichen der Bewährung. 4 Stück hat man. Das ist demnächst können wir also ein bisschen upgraden.
Vor Saison war investieren mal. Da muss man mal nachgucken. Ich hatte ja gesagt, Ausdauer kann auch vielleicht auf Herzer gehen, mal gucken. Wir will ja alles schreien, Mann, der Tisch irgendwann haben wir auch alles. Oh, nur aufpassen. Können wir nur einfach fortlaufen? Ja, können wir. Die sind relativ schnell, da muss man relativ gut aufpassen. Die können das relativ dicke Bobo, Mann. Was hat der Sora? Ja. Tula, hallo, entschuldige bitte kurz. Hier bin ich, hier. Bist du ein Hylianer? Ja, oder? Du hast ja keine Schuppen. Du kommst genau zur richtigen Zeit. Auf Befehl von Prinz Sido. Ja, die ist schon gerade Hylianer. Ja, du hast so erreicht. Du will mal aber nur nicht hin. Also wir helfen zwar gern. Nee, du meinst, geht Richtung Hateno. Auch von Hateno zwar am Fong. Mein Schnitt an das Richtung. Nein, da wird es ja dürfen. Ist dein Textur die falsch ist oder hast du. Nee, du scheinst dran zu gehen. Okay, los ist kurz bei den Schreien, den ich noch markiert tun laufen. Da guck mal, ist der Bierstuhl. Wo du hast gesehen, da vielleicht auch. Da den du da an hat nichts Ziel. Die Seil kommen ja anscheinend ohne Probleme auch ab. Vielleicht muss man da einen gekonnten Sprung ersetzen. Yes! Mit aller Kraft. Das ist schon ein abgezogen. An der Grimmer Bombe feilen. Das ist gut. Die sind interessant, wertvoll. Ah, und da lebt so ein Donnergeist. Die sind noch immer ultra gefährlich. Was sind die nächsten Schreien, den wir gesehen hatten? Da sehe ich bei einem Pferdestall. Die sind auch interessant, alle abzusperren. Du hast noch einen. Ah, den hast du gemarkiert. Okay, da rennen wir bei denen, I guess. Gibt zwar ein Gebiet, da wo wir eigentlich noch nicht sollten hin. Weil Hateno ist definitiv nicht da hin. Da wo der DB gesehen hat, Hateno ist echt da. Irgendwo high. Genau, heißt W-Mensch, den als bei Hateno feiert. Der Tisch, mir rennen, loben wir hängisch bei den Schreien, und dann drehen wir da gucken wir, ist der Titan und dann kommen wir über Kakariko und ein zurück. Richtung Hateno. Ich denke, das ist das Beste, was wir können machen. Mal gucken, wir fanden noch den einen oder anderen Schatz nach NRW. Was, wie hier steht Platz? Ah, sie hast du auf der Karte. Sie geht nach markiert, mehr. Wir müssen noch alle Nummern von der Karte abdecken, wenn wir 100% wollen, Mann. Ne? Das habe ich auch vergessen zu erwähnen. Die zählen dazu. Ich fand da nicht alles auf der Karte abgedeckt wird, von NIM, von Ortschaften besichtigt wird. Können dann niemals 100% machen. An verschiedene Ortschaften sind gut verstopft, weil verschiedene ist das halt so klein auf der Karte. dass ich nicht damit recht, dass du noch einen externen Numm dabei könnt. Da muss man auch aufpassen. Ich meine, hier rennen pur Wächter rundherum. Ich kann auch überall Crocs setzen. Das ist ein Turm von den Soras. Das ist ein feindliches Gebiet. Den ist okay Bock. Ich hoffe, dass wir 4 Uhr Sonnenuntergang die Schrein da erreichen.
Oh, du ist ein Lagerfeuer. Erlöscht. Oh, die Schreine so bei einer Insel. War die speziell? Hast du, sind doch nicht so laute Fallen oder so? Ich weiß es nicht mehr. Was liegt hier im Wasser? Einfach nur mit dem Damm. Nicht bis 12. Müsste bis 12. Wenn ich weiß es nicht. Das hängt davon auf. Also, ich habe mal geplant für bis 10. Mir wücke das mal Hateno wahrscheinlich echt da rächen. Also, wenn wir bei Hateno kommen sind, dann sind wir fertig. Mal gucken. Oh Gott, den Elektropfeilern, das war ein Fall. Oh Gott, das war ein richtig Fall. Oh nee. Ja, die kann man nicht alle kämpfen, da sterben wir. Ich hoffe, dass die Schreine kein Fallen wird. Also, die so. Wie kann ich das nennen? So Brammen, die halt so stach. Oh, du da. Ah, du sitzt auch so Rakap am Wasser. Hier drüben, hier bin ich. Verzeih mir, dass ich dich so plötzlich anspreche. Ja, okay, Zora will wirklich, dass wir sie retten. Die weisen das ja doch die ganze Zeit. Ich meine, das können doch 400 Tino, ich bin mir nicht sicher. Ja, okay, das ist der Schrein. Mit den Stacheldrähter rundherum. Mir wirklich, dass man Pfeil abfallen und kann man das alles verbrennen. Das müsste machbar sein. Oh nee, kommt eine Stunde Zacke, Mann. Halt doch mich zu Zacke, Mann. Erfurt. Ja, selber schuld, Mann. Weg mit der. Ja, da sparen wir mal einfach rüber. Im Turm gucken wir jetzt an den anderen. Ist doch gerade Gegner gespawnt. Nee. Okay. Also da kann ich normalerweise versprennen. Muss mal gut aufpassen. Ja, ja, den Link wird wahrscheinlich auch Coronavirus. Ja, das brennt nur alles fort. Das gehe ich nur gerne von einem Bier aus gesehen. Also, wenn Legend of Zelda Multiplayer hat, stellt er für eben Stein Feuer. Man hat gesagt, die darf von der Egenger Spitze von einem Bier aus. Mega cool, ne? Semrat Schrein. Guck mal, ist den mal an. Oh, stoßen zusammen einfach von der Seite auf, Mann. Das ist aber wirklich nicht normal, ja. So, was das hat heute? Der richtige Zeitpunkt. Ah ja, doch. Den Schrein kann ich auch noch. Da dreht der Laser, du. Wie war das genau? Du hast den Kristall. Okay, der geht erwischt. Dann lebt halt Wasser ab. Da können wir rüber schwammen. Hm.
So, dann das Fass. Du, das könnte auf die Schalter. Ah, das schwimmt drauf. Also. Okay, da kommen wir uns zurück. Verschwimmt der drauf. Wie machen wir das dann? Nee. Also ich habe eine 4 Ahnung. Ich mengen. Ich muss da hinschwammen. Bis das der Laser seine ganzen Tour gemäht wird. Und Wasser umsenkt. Das kann ja Spaß gehen. Dann. Von heute keine Stadt getroffen? Ja, okay. Oh Gott, nee. Das kann aber relativ mies gehen. Ja, mehr trinken sogar. Du geht Wasser darauf. Ich könnte Eiskristalle einsetzen. Die bringen wir nicht, ne? Nee. Egal, wir tun fort. Noch ein Opal, das ist gut. So, wir müssen immer Wasser machen, dass wir da auf die andere Seite kommen und da muss man. Da muss es schnell sein. Was schaffen wir, denke ich, am Eismodul. Schauen, in die Matter Loot? Ne, die gehen alle über für die, ja, okay. Weil für noch so heiß gegangen. Kann sein. Boah. Dann machen wir das so. Da müsste man da Tick rein, oder? Jo. Tipptopp. Ja, knifflig Rätsel, ne? Mega cool am Anfang. Du wie ich verstehe leider auch nicht, wie was die Insel kleinen Schreiner du hassen und lieber groß Dungeon wollen holen. Klar, gilt das natürlich selber typisch, aber. Ah, da muss ich nach hä? Da muss ich nach das ganze machen, oder wie? Ah, nee, hä? Ah, doch, warte, ich kann lo den Kristall von der irgendwie treffen, oder? Warte mal, kann ich bei dem Kristall kommen?
Hättest du kennt eng Bombe lehen. Nee, das kann ich nicht machen, weil die Bombe explodiert. Warte mal, fast steht lo richtig schei. Der Tisch, wenn das Wasser raufgeht, geht dir auch direkt ab. Das ist knifflig. Kann ich von heim am Bau irgendwie... Ich kann folgen. Ich kann mal probieren. Ja, schnell getroffen. Lol. Der gut. Da kriegen wir den Bumerang. Den holen ich auch matt. Den ist auch ganz cool. Jetzt hast du ein Kurzschwert. Ist sowieso gleich Futti. Ganz cool Schrein. Den hat mir gut gefallen. Also auch vollständig. Tipptopp. Ja, das ist so Sache, wo jetzt halt einst du pur Rätsel gehen. Da man Bombepfeiler ist halt nicht mehr gegangen, wenn wir auch Bombepfeiler holen. Da können natürlich auch andere Leute noch mit ganz anderen Sachen kommen. Wieso, da kann ich so vieles probieren, das ist mehr cool. So, ja, schau mal zurück Richtung den roten Strahl. Da gehen wir gucken. Oh Gott, die Pfeil, die Picke sehen mal du. Gut, dann guck mal Richtung rote Strahl. Wir gehen da hin zurück. Mal gucken, was wir da auf dem Bierchen entdecken. Ah, hier ist ein bisschen weit, du. Wird sich vielleicht tun, was Kristalle zu schaffen. Oh, das ist auch immer feindliches Lager. Das gebe ich die absolut nicht ohne Sinn. An die Geräusche, man, von der Natur, herrlich. Und ich sehe etwas, was der Baum ziemlich gut schneiden kann. Ja, die Soldaten zwei Hände, dann holt man die Äpfel hier alle gemacht. Haben wir noch nach Holzbüschel draus. So. Halt nächster Natur ein bisschen geschürt. Analogie das. So bei der komische Biersch. Was ist genau? Irgendwo do.
wundert mich, dass man nicht so viel Crocs entdecke wie mit eigentlich Mist sind. Ah, guck, wann ich schon nächst vom Devil schwätzt, dann tauchen sie natürlich auch immer ab. An den Hunde ich eine Menge Main World True auch noch nicht fand. Mir wie gesagt, Crocs sind nicht als Ziel, also dass wir ganz flott 100 Crocs zu sammeln, aber das sprengt dann ein bisschen die Aufgaben von diesem Stream. Jetzt da ein bisschen am Baum? Nee. So, hallo die Bier, du, ne? Irgendwo da war das. So ein komisch Fenster. Wahrscheinlich hast du den so gesehen. Ah, du hast du, oder? Ja, du, Evan. Ja. Okay, oh, das ist noch wel relativ heiß. Da gucken wir mal, ob wir das packen. Mal Fittling. Ah, der Kampf gegen die Exalfos will ich wirklich vermeiden. Weil die sind relativ gefährlich. Jetzt sie kein Bocklins. Ah, und du hast die Wäsche, von dem ich erst gezählt habe. Uff. Der Ränder ist natürlich auch genau an der Weh ran. Ah, ne, der ist entdeckt. Sollen wir probieren? Ja, mir fehlen dabei. Ja, da ist mein Schild schon kaputt. Ah, den noch? Kann ich nicht mit zielen, wer hat? Ah, voilà, tipptopp. Ah, Link, ziel doch. Mein Gott. Einfach zu blöd für das Schwert rumzurück zu stürchen. Ah, du meinst so viel schon auf Schuss, weil der Link halt das Schwert du einfach nicht zurückstürchen will. Mein Gott. So. Nicht immer viel Leben. Müssen wir packen. Ja, tipptopp. Down. Die kann man natürlich noch schön Beno facken. An die Truppe natürlich auch mega teuer Sachen. Von der Wächterin. Die wir auch noch brauchen. Was ist das du? Verrostete Halbart. Okay. Ja, also den ersten Krabbelwächter haben wir damit gekillt. Und wir als revanchiert für den Kill, den wir am Anfang angestacht haben. Ist das ein Pfahl? Ja, das scheint mir ein Pfahl zu sein. Es gibt noch Monster, die sich aus der Truhe verstoppen. Aber nee, die da ist aber normal. Okay. Oh! 100 Rubiner. Geil. Ja, tun wir natürlich gerne matt. So, hallo Klamme mal du ab, obwohl du bist. Ah, die wisst nicht, wie ich das Spiel feiere, Mann. So eine gute Zelda gehen. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil, Mann. Oh, geht so gut. Me, wie gesagt, den zweiten Teil wird natürlich auch sein Nudela holen, weil Hyrule hätte ja schon eine Kundschaft, ne? Den Überraschungseffekt, das natürlich noch fort. Da ist es natürlich interessant zu sehen, was Nintendo lo will so oder wie die krasse Stadt lo entsteht. Das ist ja anscheinend kein Prequel, ne? Das ist ein Sequel. Heißt, was wir hier erleben, geht am Breath of the Wild 2 weiter. Ich habe nämlich gedacht, wäre
Er möchte auch Sinn, dass er den Sequel hast, na Winzer 2. Aber ich schon halt gedacht, wäre eine Story, die sich 400 Jahre aufspielt. Wäre auch mehr cool wäre. Also ich hätte Bock, ein, sagen wir mal so, in Hyrule, was abgerichtet ist, was in Luna nicht im Chaos versunken ist, zu entdecken. Na, wo überall die Ruinen, sie wären dann halt Häuser oder Dörfer oder halt irgendeine Form von Zivilisation. Und Westere wäre vielleicht auch noch weiser seid. Bis zum Midgame vielleicht, dass so kleine Plot-Twist entsteht. Da könnt ihr auch mal Ideen beidrun an Gesinnst du hannen. Du hast Brunnen. Du wärm von eure Krog. Ich hoffe, dass ich die Distanz logisch erschätzen. Ah, wisst ihr, warte, ich mach keinen einfach mal einen Strahl. Wir gehen da noch da in der Hanno nach. Wenn wir hier fertig sind. Aber ja, da bin ich gespannt, wo dort Stärke von Breath of the Wild 2 sind. Geht aber relativ interessant, wie das du ja auch anscheinend Zelda viel mal deinen wärst, vielleicht sogar spielbar. Was mehr cool wäre. Auch fand ich Zelda mit kurzen Holen nicht so gelungen fanden vom Charakterdesign. Mir passt sich halt zu dem Protagonisten, ne? Ja, und dann ist natürlich die Frage, was hat Link da mit der Hand gemäht. Der kleine Teaser, den wir holen, da habe ich ja schon x-tausend Leute geguckt, wie ihn das korrekt deuten soll. Und da sind interessante Sachen bei rauskommen. Auch gespannt, wen du alles richtig leid. Von den ganzen Herren, die du gemengt tun, sich dort zu spekulieren. Mir wie das in nicht mehr von Breath of the Wild 2 heiert, gehe ich davon aus, dass wir auch das Jahr nach kein BOTW 2 spielen werden. Wir schätzen, dass in da aber ein anscheinendes Spiel rausballert, wenn ein extrem viel Arbeit Matze schuld, war mal. Der rote Fleck aus der verschwunden. Tatsächlich, wir sind also an der Agent. Irgendwoher sind schon die speziellen Ergang. Ich schätze ja mit Release 2022. Aber wie gesagt, sie soll sich wirklich zeitlos. Ich meine, Animal Crossing wird sie auch nicht gewesen, dass wann es sich Zeit lässt. Da gehen Spieler meistens besser. Ich meine, die Problem hat ja wirklich Nintendo oft genug gehabt, dass sie sich da dann dämlich gerusht tun und dabei das Spiel rauskommen wird halt wirklich nicht gut war. Und wenn du daraus gelehrt wird, denke ich, dass der kein schlecht ist. So, ich gesehen ehrlich gesagt kein Entree. Da gebe ich nur auf die Spitze klammen. Und von da aus ein bisschen gucken, wo wir den nächsten laufen. Ja. Ich kann noch kurz denken, über das Spiel, was mich auch interessiert für demnächst, also die nächsten Spiele, wann draus könnt, gebe ich gerne spielen. Nämlich Cyberpunk 2077. Und das kommt auch noch manchmal für uns 2-3D. Als nächste Message. Ja, das Spiel verspätet sich, sollte halt los schon raus sein. Könnt lo anscheinend am November raus. Ein Problem ist Zeit, die einem gefehlt wird. Ja. Keine Ahnung. Ich denke noch, dass sie sich da extrem viel mehr gehen, weil das Spiel bei den Moment ob Demo kann spielen, weiß schon krasse Stuff hier. Schmengen könnt leider nicht für Nintendo Switch raus, fand ich bisschen short. Ich kann mich doch rieren. Ich weiß es nur nicht genau. Ich gebe es sowieso für den PC holen. Aber ja, release das lo anscheinend November. Mal gucken, wie akkurat das bleibt.
Oh, Drehbauen am Hintergrund, einfach herrlich. Und mir, ich feiere das. Und hier geht es kein Krog drüber. Hier geht doch so das kalt, der Link wird zu kalten Atem. So, was tun wir dann da? Das ist Schneegebiet. Da will ich schon nicht hin. Ich gebe ganz gerne einen Turm an der Region halt nach vorne. Nee, das ist zur Region, ne? Das ist so dumm, dass Hateno nicht markiert. Gott. Ah ja, such nach. Ah, stimmt, ja. Da sind noch viel Gegner. Wisst ihr was? Wir rennen bei den Do-Türmen. So. Das ist das nächste Ziel. Und da sehen wir ja vielleicht, ob wir Richtung Hateno laufen oder nicht. Ah, doch, da ist aber der Weg Richtung Hateno. Da ist ja keine Menge, die Platz zu zurück. So, ein bisschen geschielzöft. Und da ist ein Schrein. Das ist der Schrein, den du in der Kreuzung Richtung Hateno hast. Er hat den Zwillingsberger. Den haben wir am Funk verpasst. Sollen wir heiraten, ob den normale Weg gehen, und von da aus Richtung Hateno laufen. Ich denke, das ist keine schlechte Idee. Deshalb passt mir aber zu viel standardisiert Schreiner. Ich gucke mich trotzdem mal hier um. Nicht, dass wir den einen oder anderen Krog verpassen. Zum Beispiel den Monsterlager hier. Ah, doch. Ich meine, bei dem Lager war ich zwar schon länger. Mir trotzdem. Ja, doch. Ich meine, das ist sogar ein Quest. Von ich studieren. In um W. Die sieht du so Monsterlager, du kannst nicht lernst. Dann muss man die hier kloppen. Aber wenn wir das gut gelegt tun, dann kriegen wir von dem auch noch eine kleine Belohnung. Maronus Rasseln. Ah, okay, das ist sogar der Maronus selber. Das ist ein wichtiger Charakter, den wir auch noch kennenlernen. Der Gloll. Loma, das auch schon ein bisschen durch Janee gemacht. Du siehst da, ein Spieler, also ein anderer Spieler, wer zum Beispiel hier gelaufen kommen hat, die Monster besiegt, dann hat er das Item gut. Und du weißt dann den ersten Blick mal nicht, was das du mal umzufangen. Mit das hin, du, den als die kleine Mission du abdrehst. An den ist auch noch relativ wichtig. Ich bin Maronus. Ich brauche unbedingt Hilfe, aber niemand konnte mich sehen. Bitte hör dir meine Geschichte an. Meine Lieblingsrassen, ja, die sind von dem Monster, du verstaut dann. Erschön die schon. Die einzig wahren Rassen. Ja, bei ihm können wir für so viel Crocs, wie wir gesammelt tun, als Tasch vergrößern. Das ist natürlich mega geil. Weil damit kriegen wir natürlich gut viel Platz. Tasche vergrößern, ja, Marmol. Weil sie löst gesehen, da wir kriegen ein bisschen eine Platzmangel. Ich gebe sogar so eine Schildtasche. Ich weiß so nicht, wie viel Crocs wir schon gesammelt tun. Me, ja, ich vergesse mal alles bis auf das Maximum. Waffentasche auch vergessen. Bautasche ist nicht so wichtig. Hätten später haben wir gut bei, die halt lang aushalten, und da kann man ruhig auch für dich mal auf Spots verzichten. So, wie viel das ist Lukas? Wir hatten Ning. Muss los, okay. Weil der Krux, ja okay, das sind Storyarcs. Es gibt hier in den Maronus sein Tanz. Why? Ah, werden wirklich. Okay, nix weiß ich schon.
Nichts kann man mal begegnen, da weiß ich nicht erschen. Der Maronus sein Tanz. Was geschieht eigentlich, wenn ich nur wechseln? Ah, okay, easy. Kakariko-Brücke. Ja, die ist auch relativ krass zerstört gehen. An hier ist eine meiste Kreuzung, wo wir auf Hateno kommen. Der Tisch den Turm aus dann denjenigen. Das ist den wir markiert, ne? Ja. Der weiß das ist das Gebiet von Hateno an der Humore Stall. Aber das ist natürlich gut, dass Malo wird nicht Richtung Stall laufen, weil du kann man immer ein bisschen ausruhen. Hatte Angst. Ja, ich rette den Dilo nicht, weil sie gehen also auch wirklich nichts. Ja, den erschreckt sich auch. Sind dann nicht mehr Skeletten, was will da? Ja, die Stellen sind natürlich immer ganz interessant. Du gehst auch immer im Sidequests, die sich ein bisschen in das Region halt so zählen. An auch divers Krogs und so kann in Hai fallen. All Stall doch sein Schrein bei sich, also ich kann sich immer bei die Stelle do porten. Schlafen mal auf der Kap do. Aber selbstverständlich ja auch die Stellen mussten auf der Karte abgedeckt sein, für das Spiel erst die 100% gibt. Oh, du hast ein Axt, das ist schon mal ziemlich cool. Weil denkt drin, wir müssen immer noch die Holzbüschel do 400 Tenno sammeln. Und das gebe ich ganz gerne für ein Betreten von Hateno erreichen. Ah, nee, wie komme ich auf das Pferd do? Ich meine, du kommst gar nicht drauf, oder? Also nicht am Moment. Oh, obwohl. Dach, hey, komm mal hoch. Oh, fall nicht drauf, Link. Ah, Link, du warst einfach der Beste. Sind halt zwei Krogs oder was? Wie war blinkt du an, dass ein Blumen du? Scheinend. Wie scheint. Sind halt direkt zwei Krogs. Ah nee, oh lol, okay. Das war kein Bow-Challenge. Da hat es ja komisch gemäht. Boah, schon echt gegönnt, ne? Also. Von mir aus. Hey, Medizingut, die Eis mich schnell möchte. Oh, da muss man auch aufpassen. Und die Schreck kommen auch nicht so einfach ran. Was wohl nicht, dass Perks Krog zu Pfanne sind. Ah! Ah doch, die Mischpferd haben da so ein Blumen drüber. Dafür sind die Stellen halt auch immer ganz interessant. Oh lol, der Freisch ist gerade in der Fall, du gestorben, den Namen. Ja, also wie gesagt, doch Gegner und deren können nun da Umwelt stirben. Das ist auch ziemlich cool. Ich meine, alle Figuren auf der Welt hat so Eigenschaften außer den NPCs,
Die sind ein bisschen unverwundbar. Weil sie reagieren aber auch auf Monster und so, das ist schon ziemlich cool. Aber ein NPC stirbt halt nicht, wenn er einen Picker rennt. Und er dich wie Hit kriegt. So, was tun wir? Ah ja. Die Schreiner ist auch ganz cool. Aber auch nicht schweres. Du musst einfach die Mauer richtig setzen. Es ist einfach so genial, Mann. Das ist nicht schweres, ne? Ja. Bau ich den da auf. Dann mal das ganz einfach. Nee, guck, das ist mein Controller, Mann. Das wird mich halt sollte möchte. Weil mein scheiß Controller, Mann. Mengt den Mist. Egal was, Mann. Und das nur 3 Jahre, also wirklich. Keine Ahnung. Wo ist die Qualität, die wir zu Gamecube-Zeiten hatten? Ja, Maurisch setzen noch RIP. Ja, den anderen Failband ist halt, wie gesagt, mein Pro-Controller, den hat Macken. Den linke Kontrollstick, den, ja, ab und zu, wenn ich ein bisschen gelaufen sind, dann entschied sich Controller, ich mag gerade gut nicht. Dann entschied sich dann einfach nur einen zu weisen. Es war ganz leicht, aber trotzdem, come on. Oh, der Teig ist mega cool. Da muss man die Kurel darauf checken. Und ich Mauer für sie bauen. Die Mauer ist eigentlich ein bisschen falsch, obwohl. Sie holt dann darauf. Dieses Teil musste nach gestützt gehen. So, und dann. Ah. Flitze du auch einfach auf. Oh, das ist ein Abgang. Okay. Ah, sie braucht doch mehr Schwung. So. Oh nee. Okay, wirklich. Das ist so krass, ne? Oh. Oh Gott, das ist aber Millimeter erwischt. Aber was ist da irgendwo? Das geht noch weiter, oder? Ah, du hast True. Und ich kriege mal weh. Ah. Darf man natürlich schon weise, wie gut man Breath of the Wild sind, ne? Mhm. Ah, Link halt ob mit Larve, Mann. Fucking Dreckscontroller. Jo, Rubina, okay, dann wird schon mal der Wert. Das ist auch halt gut, ja, am Schrein zu Hölle geht. Tipptopp. Und da kann man auch schon bei den Schreinhai-Eis teleportieren. So, da geht es los Richtung Tower. Dann riech mal Hateno. Und dann gesehen wir so lösen als den echten Titan. Der mega cool ist. Also die HK, wo ich das Spiel gespielt habe, und wo den Titan die HK abgetaucht ist. Oh,
Wahnsinn, also Szenerie ist mega. So. Da ein Apfel, die wollen wir mit dem Holzbüschel auch. Und da gehen wir kurz an den Stall ran, weil du sind auch immer regelmäßig Sidequests. Da können wir auch als Pferd registrieren. Nee, mir Hünderkind. Und das ist ein Thierry. Der vergibt auch immer interessante Sachen. Aber nicht, was man nur brauchen. So, sie haben einen Quest für mich, ne? Was hast du denn für ein Problem? Hast du uns etwa belauscht? Wir sind Schatzsucher und der Schatz des Räuberkönigs Ramda gehört uns allein. Prissen, du quasselst zu viel. Tut mir leid, war keine Absicht. Ah, ich hatte gedacht, die hätten einen Quest für mich. Me, auch interessant, dem Ramda seinen Schatz zu fangen. Hier können wir immer dann eine Bett lohnen. Aber wir holen euch mal Lux besser, weil sie nämlich für den dann als Bonus kriegt, wenn ihn eng nicht am Stall schläft. Erstens gehen ihr Herz einmal abgefüllt. Aber wenn das Luxusbett hält. Oh, okay. Link. Link. Sei auf der Hut. Die Nacht des Blutmondes. In dieser Nacht ist Ganons düstere Magie am stärksten. Sie verleiht den verlorenen Seelen der Monster wieder eine fleischliche Gestalt. Link, sei auf der Hut. Jo, das war ein kleiner Albtraum. Wartet genau, wo as am Anfang so eine Art Reset all 7 Tage. Ah doch, guck's ja einen Quest. All 7 Tage geht alles Reset auf der Map, wartet existiert. Das ist die Monster, die man zum Beispiel gekämpft tun, bei Mokoro, sind die Truhe, die man abgemacht hat, die hast Lorem respawnt. Du hast weil Drastle sind nicht mit dran. Me, die können Lorem geht die Monster kämpfen und auch hier Schätzen Lorem klauen. So, Hey, haben die da kein Quest für mich? Klischen aber die ganze Zeit so. Ich meine. Ah, okay. Warte mal. Wenn wir 100 Rubine beziehen, dann so ein sei etwas. Das ist so viel einfacher, als selbst danach zu suchen. Am Quell des Flusses, den die junge Brücke überspannt, steigt der weiße Himmelsdrache in die schwarze Nacht. Ramda hat die Lage des Schatzes in diesem Rätsel verschlüsselt. Das hat mir der Cousin eines Nachfahren von einem aus Ramdas Bande erzählt. Okay. Der große Räuberkönig. Die Quest habe ich manchmal schon gemäht, also mein Main Game, ich weiß auch nicht mehr. Genau, was für ein Quest hat lo genau war. Also mir will lo bei den Turm, den du so rausspritzt. Das machen wir am besten, an dem es mal. Ja, an dem es mal weitergehen. Und du hast den Eck gehen, anstatt Richtung Kakariko gehen wir Richtung Hateno. Der Weg blickt sich da an, und darum Schild müsste man normalerweise auch gesehen, wo es genau hier geht. Ah ja, übrigens, das extra Herz, was man holen, das Geld wenn gehen wir lo getroffen, verlieren das Herz, dann ist es natürlich für immer fort. Hateno. Okay, tipptopp. Da riesen wir weiter. Das Land von Breath of the Wild wird halt mega schön aus. Mega proper.
Die beim heute Falle mal. Gut, die Schleim wollte ich zwar nicht greifen, aber wenn es einmal einfach an Dextra rennt, dann selber schuld. Ich muss nicht. Ah, sorry. Das Fledermaus-Bass für 4 Runden. Ja. Linkutlo Corona. Ah, du willst Streit. Ich wollte am Anfang einfach Lunch schreien, mehr boah. Wenn du schon auf mich stören kannst, dann hast du halt Pech. Hey, die Urine kann ich noch erforschen. Da finde ich noch diverse Stuff. Ich meine, das sind sogar DLC-Käste verstopft, wann ich mich nicht ehren. Oh, Rubin. Ja, die finde ich nicht viel an der Natur. Mehr ab und zu kann ich sie aber untreffen. Oh, passt auf, halt keine Wäsche drin um Lewe sind, ne? Na sieh, du sitzen am Boden. Ah, nicht getroffen. So, Wäschmatter. Ein Brooklyn-Lanze. Aua. Hä? Hast du gerade etwas despawned? Ah jo, wenn ihr seid schon also Verkäfer. Antikes Zahnrad, nice. Hallo? Was selbst zu melden? Mein Name ist Pritus. Bist du auch hier, um die Hateno-Festung zu besichtigen? Ja, es lohnt sich wirklich, herzukommen. Die Hateno-Festung war Hatenos letzte Verteidigungslinie gegen die große Verheerung. Ich finde, jeder sollte sie einmal im Leben besucht haben. Ja, auch hier ist kein Schutz gewirrscht. Also ich meine, Kakariko aus der Dienst hat das ganze Tele verstanden wird durch hier Knowledge über die Roboterin. Ja, all die anderen Zivilisationen, also Dörfer von Hyrule. Wild Base getroffen, eine Schere irgendwo Krog. Ja, ich gesehen den Loch. So, wo? Was genau spawnt dann hier? Stimmt, Problem, die Dinger zu fangen. Ich weiß gar nicht, wo die spawnen. Also, keine Ballungen sind oder halt die Ness. Ich gesehen, aber. Ah, okay, du fliehen sie. Die sind noch nicht so weit fort. Keine Ahnung, ob man die alle treffen. Der hat das voll geschielt. Dachte, Bausch ist aber relativ weit, also. Ich bin einfach kein Skill. Trefft doch die Gnosto.
Die sind aber relativ schwer. Also kein Geschenkaufgabe. Ja, Mönlo natürlich nicht mehr als wie wertvoll Pfeiler. Ja, dann och hey, markiere mal das mal. Gehen natürlich auch Bauern, die 3 Pfeiler aufschießen. Das ist natürlich viel mehr wertvoll. Aber das ist natürlich auch viel mehr einfach. Also Bayern. Holen ich mal auch schon matt. Und die Hütte, das geht wem schon mehr? Tigertext. Hier liegt ein altes Buch. Möchtest du es lesen? Ja. Erstrahlen die Augen der verfluchten Statuen in dunklem Licht, durchbohre sie und das Siegel der Prüfung bricht. Okay. Keine Ahnung, was ich da mal da aufhängen soll. Ich weiß es, dass ich hier ein bisschen weiter Kleinholz sammeln. Oh, die Baumstamm-Ding ist Rückgang. Das ist der Teil, ist das etwas Spezielles? Nö. So, haben wir mal schön klein Haus. Oh, komm, du mich schon nicht drum nerven, Mann. Verspann einfach. Ja, ich meine, man hat nach Ben, wenn es nach drüber ist, also ein bisschen wir mal nach Hateno durch. Nicht durch, aber ich meine, du weißt, wo wir hingehen. Was du weißt, so können, dann, da sind wir fertig für Haut. Das ist die nächste Kehr dreht sich den Stream dann den echten Titan. Dann haben wir einen guten Rhythmus. Dann haben wir die 2 Dörfer durch. Für Part 2. Da können den Titane-Part, wo wir auch ein bisschen Zora-Gebiet 100% machen. Oh, ein Krockblatt, das ist cool. Damit kann man nämlich mit Butter fahren. Weil ein Schmatt war mit Axt, wo die geht. Also auch nicht schwer zu kriegen, immer an den Baum schlagen und dann könnt ihr den oder anderen Krockblatt. Bei ihm kann ich noch normal durchschlagen. Nee, boah, das lohnt sich halt nicht so. Eine Axt ist natürlich definitiv nicht wertvoll. Corona-Bayern. Oh, 2 Holzbündel, aber gut. Nicht so noch, das lohnt sich nicht. Mein Gott, spielt trollt mich Alpha und Alec. So, bei wie viel sind wir da, lo? Da, warte, da sind sie. 26, uff. Noch fair. Wo man nach Region Wert. Ja, den Bumerang können wir auch mal benutzen. So, 31. Das wird im Moment gut. So, da können wir weiter trippeln. Der Weg bis an Hateno ist noch lang. Ah, nicht so lang. Wir haben noch einen Turm für uns. Das darf man nicht vergessen.
Weil das ist interessant, von den Karten natürlich auch abdeckt. Aber bis gesagt, wohin hier lebt. Da weißt du, ob da mal was. Auf der Map kann ich auch bald alles erkennen. Also wenn da genau guckt, dann da könnt ihr auch Sachen entdecken, wo da nicht unbedingt muss denke Lunch gelaufen sind. Okay, sie viel Wanderer in NRW, das ist einfach so cool. Ich schäbel deinen Körperbau und du scheinst mit Schwert und Bogen umzugehen. Oh nee. Da kriegen wir die Gabe doch schon nicht auf den Kopf. Ja, das sind Jägern. Das sind Feinden von der Chica. Oh, an den steht mir direkt richtig schon Fraß. Muss noch demnächst unbedingt kochen. Ich weiß gar nicht, wie gut die so sind. Bumerang kann ich noch schmeißen, dann die kommen noch zurück. Gibt aber auch einen geilen Trick. So, wo geht's du? Du kriegst einen Fraß. Bumerang kann ich schmeißen an ich speziell opfänke man Gleder an hu der seg Motto se ich kein genug ich kein Waffen für den Lo da zu krähen oder oh doch der funktioniert relativ gut. An down lassen, okay. Nur doch ein geil Waff. Sehr schön, ja, okay. Anspannen. Das ist hier typisch die Essen. So, du hast einen Turm. Der gehe ich gerne nach erreichen an Hateno hast du Hanne, wo der dich reingesehen. Wir müssen bei der Ducke bei. Das ist normalerweise an 10 Minuten Schluss, aber es geht vielleicht aber noch 20 Minuten. Ich weiß noch nicht, wie krass den Turm bewahren das. Auf wie schnell wir da hinkommen. Ja, wenn ich dazu gucken, ist vielleicht aber mir schlau, Hateno zu besichern. Und nur bei den Türmen zu laufen, obwohl. Doch, wir können. Ah, doch, wir können aber zu Fuß ganz gut hin. Ja, ich besiegen die Lo, nicht? Die sollen mich nicht mehr nach Rollos, Mann. Und du könnt auch nicht, wobei es so gestürmt. Mais es bringt nichts, geht die zu kämpfen, nur mal keine Waffe mehr. Das ist auch das Problem und kleinen Taschen, also wenn da nicht viel Platz hat für Waffen, aber vergiss so schnell Futti, dass da nur kein mehr hat. Und dann läuft man sowieso fort. Der Jäger hat ist schon genug Waffen gerade gekascht. Oh ne, du kennst ja gerade Maul. Spursam, da ist er Ausdauer ausgut. Ah, da sind noch die Spikes da. Mit die kann man halt wegbrennen, das ist ja kein Problem. Ja, wir brauchen. Wir müssen wohl nicht unbedingt. Den hier sogar Hateno-Turm. Ich meine, wenn man gekonnt kloteren. Wow, es ist ultra rutschig. Bitte. Ich verbrenne trotzdem alles. Weil ich meine, so krass kann man noch nicht kloteren, dass mal da kommen.
Bei Feuer ist auch immer Opwand, die könnt ihr dann auch immer zum Fehldeal benutzen. Okay, das war's auch geil, dude. Ich mein, tut gerade gequicksaved, das ist wir spawnen hier beim Hateno-Turm. Naja, mit dem Abtrieb könnt ihr halt auch ganz einfach auf den Turm kommen. Das war ein bisschen blöd, dass die Spikes da noch da waren. Ja, wir sehen ja direkt rum. Hi, easy. Fedel, I see. Ja, Fedel, bis da sind Spikes hat Fressgerät. So, da lande mal hi. Ah, mein Gott. Da benutzt man halt 2 Pfeiler. Kein Problem. So. Ah, den Abtrieb was. Ah, lass den Abtrieb natürlich Wort. Schade. Ich kann auch noch die Hai verbrennen. Und da ist ein bisschen Abtrieb gönnen. Ne, anscheinend nicht. Okay. Oh, den da so spektakulär, du wenn er das auch Zwillingsspitzt. Die Schreien, den muss man auch noch besichern. Der hat das auch ein mega nerviges Rätsel. Wie gesagt, ich gehe stehen, aber mal klotere können. Und den Durchschreien ist auch mehr cool. Das ist eine Kraftprobe. Oh, mit guck. Ah, Link, Mann. Halt ab, Mann. Die Mann hat es schwer, er ist nichts vor, was die er sagt. Kann ja nicht Sinn. Das Charakter einfach edelständig schei. Du hin erlebt wohl gerade Bock hat. Ich glaube, mal so ein No bestellen oder keine Ahnung wo. Ich will ehrlich gesagt, aber kein Lust an dieser Tunnel oder so zu rennen. Dem ganzen Distanzhöllen und so. Das ist ein Hagen-Turm. Anders wie den wir bislang hatten, ne? Und ihr wisst ja, schön, dass ihr eigentlich schon paar Mal auf meinem Kanal gesagt, mir auch hi auf Team Letzburg. Ich bin ein großer Fan von der, was den zur Gamecube-Zeit gemacht hat, mit Mario Sunshine und Double Dash, dass sie so am Hintergrund einer Welt gewesen hört, einmal für Atmosphäre zu holen. Und auch hier feiern die Stadt mega, da sind halt von so Hage Spots halt diverse Sachen an der ganzen Welt gesagt, die zwar weit fort sind, aber alle gut relativ interessant sind. So gesehen heute Vulkan, du hast
Aber auch so ganz kleine Sachen wie das Haus vom Professor von Athen oder die Schrein da hange. Ah, das ist so herrlich. So, wir haben die Karte von Atheno. Eine neue Region. Da können wir nur nach einem Dorf rennen, man dort die kleine Schrein. Und da gehen wir bei dem Professor sein Haus, updaten also Schickerstein, so gut es geht. Und da sind wir fertig für heute. Wir konnten viel gemacht, mehr wie gedurcht. Zwillingsspitze ist zwar noch nicht gemäht, es hat auch keinen Sinn gemacht. Da gehen jetzt zwar auch, genau da gehen die Items für zu kloteren. Also das ist besser Klotergramm, aber das müssen dann doch lieber mit mehr Ausdauer, auch vielleicht sogar der ein oder andere interessanter Fähigkeit, die man bei so einem Adventure High nach Krähe werden. So, hier haben wir eine Karte, schauen wir mal genau, wo wir hingehen. Das ist auch interessant, du warst auch noch nicht. Aber ich meine, du hast nicht mehr einen Schrein, oder? Ah, no, halt bin so, doch mega cool Rätsel nach. Ich schlafe nach Haut, du lernst und entdecken immer neue Sachen. Boah, wir wollen aber lo. Ja, wir wollen hier hin. Da können wir über den Weg. An der Richtung. Richtung Atheno kommen. Ich liebe einfach das Spiel, Mann. Breath of the Wild ist einfach so genial. Und das hat er schon. Gut, dass wir an der Nöchte kommen. Dann haben wir ein Monster nicht so. Und Island am Hintergrund, das tut doch so eine wunderbare Präsentation dafür. Ich verstehe einfach die Leute nicht, die so in dem Spiel fehlt Musik. Also what the fuck, man. Also das ist so ein Kritikpunkt, wo viele Leute tun, wo ich aber muss so eine sorry Leute, mehr Breath of the Wild ist alles richtig. Breath of the Wild braucht keine heftige Musik. Und es gibt auch Plätze, wo die Musik da ist, aber wenn Musik da ist, ist es perfekt. Ich weiß nicht, wie die Leute am Chat das gesehen haben, aber das ist meine Meinung dazu. Das war das noch nicht so Lieder dran sind, die am Ohr bleiben, aber trotzdem sind aber. Also wenn du ankämpfen willst, wirst du im Kriminaladen fündig. Das ganze Haus liegt weiter hinten. Yes. Ja, hi, wäre theoretisch auch dem links ein Haus, was da gebaut wird. Me dummer beschäftigen wir uns demnächst. Wir werden Atheno am nächsten Stream vollkommen durch. Es ist schön, der hat das Schrein gesehen. Ja, ja. Du hast sogar 2 CDs da leihen. Das ist schon eng leihen. Ah, nee, das. Ah, nee, das ist noch für Skyward Sword. Me, ja, du hast ja sogar 2 CDs da leihen mit Lieder drauf, also, come on. Hey, das ist halt meckern höheren Niveau, denke ich, ne? Obwohl verschiedene Leute spielen dummer da halt richtig an Dreck zählen. Verstehe ich nicht, wie war. Mais bon. Unsere Mengen.
So, nächster Schrein. Den ist auch ziemlich cool. Da können doch Millionen von wen die lässt. Nee, ich hatte Schwertedition nicht. Ich gebe das Schwert ja gerne hin mit. Das ist so teuer, wenn ich es mal in Japan kaufe. Es steht da überall an den Regalen, aber für 200 Euro. Ah, mehr? Ah, nee, ich finde es leider nicht. Ich wollte es mal zwar kaufen, aber. Yes, yes. Also, das Schwert ist impressionant. Master Sword hatte ich gesehen. Auf dem Sockel da an so ein bisschen verkommen. Einfach mega. So, wie geht denn die Truhe schon mal? Ah, ja, stimmt. Ich meine, ich kann das Ganze so tilten. Ah, da kann ich mal Truhe sicher gehen. Das hat Luki gesehen. Der Turtle bitte Keke sehen. Ich denke, das hätte schon genug. Kaum gemäht mehr anscheinend nicht. So. Das sieht gut aus. So, wenn Sturz nicht drauf kommen, dann ist es aber traurig. Nee, okay, das klappt aber. Den Ishin-Bogen. Gut, dass wir so viel Bay-Fidro verbraucht haben. So, hallo, gebe ich ganz gerne besießen. Ja, jetzt mal ein bisschen Fisch. So. Ich meine, egal wie. Hast du Hallen aus nach einem Tier frei, für im Trick zu kommen? Puh, das könnte ein bisschen knapp gehen. Ne, wir packen da war, okay. Ich meine, da ist auch die Studie Target, ja. Da muss man immer noch die Kugel durch das Labyrinth krähen. Ich habe doch einen ganz einfachen Trick. Dafür braucht er nicht unbedingt das Labyrinth. Und auch so bei meinem ersten World True gemäht, mengenisch. Die könnt nämlich einfach das Scheiße umdrehen. Dann wird einfach darüber jieten. Voilà. War schon das Problem, wenn wir Rind geläst. Aber da steht man vielleicht, wenn wir da dran sitzen. Das ist vielleicht keine gute Idee. Den Meme-Schrein, ja. So, dann rennen wir nur noch bei dem Professor. Das wird 3 Minuten in Anspruch holen. Ja, dann haben wir ein ganz gutes Stream. Da ist 3,5 Stunden. Dann die nächsten Streams werden sich so die 4 Stunden drehen. Also so ein bisschen ein Postgame, nur um Titan. Und ein kleines 4-Spiel, 4 um Titan.
An Hateno guck mal es demnächst natürlich auch und eben bei den Titanen gehen. Ich meine, Part 3 ist definitiv den echten Titan. So, ich ignoriere leider alle gut high. Wir rennen nur einfach bei dem Professor. Oder Professorin. Nee, da ist ein kleiner Accident geschieht. Der hat noch wel relativ witzig wert Sinn. So, ich hatte mal Shortcut, ich schrummles Shortcut. Da sind wir schon bald, wo. Ehrlich gesagt, habe ich mich auch noch nie geguckt, weil man das nicht sogar um weh herab. Ah, nee, das ist ein Kalla, ne? Ja, das Kalla-Institut, das bewacht von einem Wächter. Ah, ich hätte sogar einen Krog. Du musst ja immer die BMU gucken. Und das ein Apfel, den in engem Baum zu viel ist, den hat der Feierapfel und du musst dann die richtigen aufschießen, mehr. Ehrlich gesagt. Gesehen ist das Problem bei diesen. Absolut nicht, hä? Ach, okay, von den Rätseln. Okay, anscheinend das hat von den Rätseln. Das gibt mir da Wunder, weil der Teil so ein typisch Standard-Plasma, wo sicher Krug sitzt. Okay. Kann ich mich hier schlau machen für nichts her. Die haben wir doch einfach eine Münze 3 Äpfel. Hä? Kommissar. Ja, okay. Dann anscheinend nicht. Komisch. So, erst gleich habe ich doch einen Krog oben. Und da gehe ich mal auch sichern. So muss man da oben die Treppe drauf. Und hier chillt der Krog normalerweise an einem Liegestuhl. Und sitzt auch Wächter über. Ah ne, heißt Wächter über. Hat Teno mein. Ne, Akala ist mänglisch. Wo der Krog am Liegestuhl sitzt. Okay. Sorry dann. An der Stelle. Ich will wissen, die zwei immer mal nehmen. Wir sollen zwei auf seiner Clip setzen. Und ich auch nur nicht so oft bei die gehen. Aber Akala gehen nicht mehr oft wie Hai. Das ist einfach Schluff, guck mal. Ja, okay. Warte, aber sich mal nur nach den Professorin. Senkt hoch, kann die ab? Nö. Schenkt dann probably fest. Auch gut.
war auch ein Händistier. Ich guck mal, die zwar auch nach unten. Ah, okay. Maja, da schwätzt man mal. Guten Tag. Das hier ist das Hateno-Institut für antike Forschungen. Möchten Sie mit dem Direktor sprechen? Genau. Nun, der Direktor ist dort hinten. Er ist sehr beschäftigt, also bitte fassen Sie sich kurz. Eid. Guten Tag. Ich wette, so viele Bücher an einem Ort hast du noch nie gesehen. Wir sammeln hier alle Dokumente über die Zivilisation der Antike, die wir finden können. Wie viele es sind, schwer zu sagen. Was du da am Gürtel trägst, ist das ein Shika? Ohne Zweifel, es ist ein echter Shika-Stein. So ungern ich das zugebe, aber ich habe noch nie im Leben einen echten gesehen. Das ist faszinierend. Du musst mir sagen, welche Module er besitzt. Ein Stasis-Modul, aha, ein Magnetmodul, oh. Ein Bombenmodul und ein Cryo-Modul. Und was noch? Was noch? Das waren alle Module? Verstehe. Moment mal, das ist aber kurios. Besitzt er denn nicht die Basismodule? Was? Sie müssen irgendwie verloren gegangen sein. Ja, das meiste Futterbrett. Und du bist Link, oder? Impa hat mir alles erzählt. Sie sagte, wenn je ein Jüngling mit Shika-Stein hier auftauchte, sollen wir ihm helfen, wo es nur geht. Frau Direktorin, das ist ein waschechter Shika-Stein. Oh je, ich habe ganz vergessen, die Frau Direktorin vorzustellen. Sie steht direkt dort. Das ist die Direktorin des Hateno-Instituts, die größte Expertin auf dem Gebiet der Antikforschung, Pura. Kachika! Ich bin selbst Wissenschaftler und bewundere Pura zutiefst. Ich habe das Gefühl, dass sie mich als Assistentin angestellt hat. Übrigens, ich muss dir ganz im Vertrauen etwas sagen. Die Direktorin mag wie ein kleines Mädchen aussehen, aber nein, du solltest es aus ihrem eigenen Mund hören. Bitte sprich mit ihr. Ja, genau. Du hast im aus meinem Experiment schief gegangen. Du hat das einfach seinen kleinen Kant gehen. Da bist du aber was? Nicht Symen ist der Direktor hier, sondern meine Wenigkeit. Kachika. Sag mal, Link, hast du im Schlaf des Lebens eigentlich geträumt? Eben, was mir gerade auffällt, der Rucksack da hannen und dann die Flüte, die da drin ist. Okay, jetzt soll so ein kleiner Schulrucksack sehen, aber das erinnert mich relativ stark an und Star Wars Lore. Die allerersten Jedien, hier Lichtschwerter und noch so ein Rucksack, also so Battery Pack gebraucht. Fun Fact. Dass du jetzt unversehrt vor mir stehst, ist wohl der beste Beweis, dass alles gut gelaufen ist. Aber du siehst mich irgendwie so komisch an. Erinnerst du dich überhaupt noch an mich? Nein. Was? Ich bin bestürzt. Meine Welt bricht gerade zusammen. Dabei habe ich doch vor 100 Jahren dich in den Schrein des Lebens gebracht, als die Fährung Ganon dich erwischt hat. Dort habe ich dich in den Schlaf des Lebens versetzt, damit deine Verletzungen heilen. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen, und trotzdem erinnerst du dich nicht an mich. Machen wir mal 3 Punkte. Wenn jemand im Schlaf des Lebens liegt, gehen seine Erinnerungen flöten. Gleich mal notiert. Oh, tut mir leid. Schlechte Angewohnheit von mir, immer sofort Notizen machen zu müssen. Machen wir es doch so. Sag mir einfach, was du willst. Außerdem links froh, du bist ein Kind? Unverschämtheit. Beziehungsweise, du kannst es ja nicht besser wissen. Das war nur ein kleiner Betriebsunfall.
Ein gescheitertes Experiment oder, naja, gescheitert ist es eigentlich nicht. Die Einzelheiten habe ich in meinem Tagebuch oben aufgeschrieben, aber nur für diese Wissenschaft, nicht lesen. Aber genug davon, zurück zum Thema. Die große Rückkehr nach 100 Jahren. Wird unser Held die wieder erstarkte Verheerung Ganon besiegen können? Wird er unsere geliebte Prinzessin Zelda retten? Wenn du dich diesem Abenteuer stellen willst, dann werde ich dir dabei helfen, die verloren gegangenen Basismodule in deinen Schickersteinen zu aktivieren. Ja, bitte. Dann mach dich doch gleich daran, diese Sache für mich zu erledigen. Was schaust du denn so komisch? Du hast doch nicht geglaubt, ich würde den Schickerstein einfach umsonst für dich reparieren. Eigentlich schon. Nach dem Schlaf des Lebens denkt man, alles dreht sich nur noch um einen selbst. Gut, dann erkläre ich dir mal, was du für mich erledigen sollst. Draußen vor dem Exititur ist eine Feuerschale, leider ohne Feuer, also eigentlich nur eine Schale. Kannst du bitte die blaue Flamme aus dem Flammenborden holen und damit die Feuerschale draußen anzünden? Dann wird das Leitsteinchen aktiviert. Du kannst die fehlenden Module wiederherstellen. Sagen junge Mädchen sowas wie fertig ist die Laube? Naja, egal. Gut, dann viel Erfolg mit der blauen Flamme. Yes! Da das dann die Aufgabe für demnächst. Ich denke, wir sind fertig. Wenn du nach Dobas mehr wird nur gucken. Ich wünsche dir dann noch einen schönen Abend, respektive nicht. Schöne Nationalfeiertag wieder reden. Und dann sehen wir uns nächste Woche irgendwann, wahrscheinlich mit einem neuen Stream zu Breath of the Wild. So mehr wird nur gucken. Aber bis dann. Tschüss.